B, Das ist Seira. A, T. Sie ist im Bad. Ah, du, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schauker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Well done, Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sag mir's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Knockert wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Wieder ein wenig spät. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir so schießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil. Wunterien guten Morgen und Schien Weihnachten Weiner und Dabats 1 Servus Dabats 1 Herz, Christmas-Tri. Christmas-Tri. Ja, okay, offensichtlich haben wir mir Bock. Ripsi, vielen lieben Dank für deine 13 Monate Mitgliedschaft in der Bazi Gang. Dir natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest. Sacred, mein Greenscreen ist kaputt. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Leute, frohe Weihnachten. Natürlich Ripsi weiterhin willkommen in der Bazi Gang. Danke dir für deinen Support. Leute, ja, genau, GSC Hupsi dies. Leute, frohe Weihnachten an euch schon mal. Ich bin heute ein bisschen später dran. Ich habe mit der Frau Bazi gerade noch mich ein bisschen unterhalten. Die fährt jetzt dann zum Pferd. Deswegen bin ich 20 Minuten später dran, aber das macht nichts. Leute, wie geht's euch? Alles fit bei euch? Ich hoffe, ihr habt's gut in den ersten Weihnachtsfeiertag gestartet. Ja? Heute ist ja gewissermaßen Heiligabend.
Und das heißt, ja, es geht schon wieder gut los. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin aus Tirol. Der Sei darf natürlich an Heiligabend auch absolut nicht fehlen. Ist ja wohl hoffentlich sowieso klar. Sei habe ich dir. Like, grüß euch. So, der Highlander ist auch schon da. Grüß euch gut miteinander. Wie geht's euch? So, die Wifi sage ich gerade, die möchte einen Subgift für den King of Barbecue. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Weil das ist jetzt mir on-stream leider nicht gegangen. Aus welchem Grund auch immer. Ja, dann machen wir es wieder so. Wurscht. So. Machen wir natürlich, ne? So, passt. So. King of Barbecue, bedanke dich bei der Wifi. Herzlich willkommen in der Bazi-Gang. Du bist ab jetzt offiziell geschubst. Viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit bei uns. Aber ich glaube schon. Du bist in letzter Zeit sehr, sehr häufig da. Also fühl dich herzlich aufgenommen in der Bazi-Gang. Ich hoffe, du bleibst dabei. Und Wifi, danke dir, dass du quasi gewissermaßen an King of Barbecue in die Bazi-Gang holst, sozusagen. Ne? So, Kaffee am Start, Geschenk verteilt, kann losgehen. Machen wir sofort. Der Streamtitel, ja, sagt es ja, wenn ich ein wenig angebunden bin. Ne? Wir spielen natürlich heute nicht Assassin's Creed Mirage, das ist aber hoffentlich sowieso klar. Wir spielen heute das da. Ne? Wir spielen heute natürlich das da. Ne? Das steht heute auf dem Programm, Freunde der Sonne. Ich glaube, wir haben da alle richtig Bock drauf, oder? Also ich allen voran. Ne? Also ich habe richtig Bock auf God of War. Blut und Splatter. Ne? Also ich habe keine Ahnung, um was in dem DLC geht. Ich habe mir bis auf den einen Trailer noch nichts angeschaut. Wir werden mal sehen, wo das halt hinführt. Ne? Wir werden sehen, wo das heute hinführt. Ich habe richtig Bock drauf. Ne? Das 3. Jahr in Folge an Weihnachten mit God of War. Ich glaube, da gibt's Schlimmeres. Weiß ich nicht, Weihnachten und God of War, das passt irgendwie mit Faust aufs Auge. Ich weiß, keine Ahnung. Das hat irgendwie etwas. Auf jeden Fall, das war ja eine schöne Weihnachtsüberraschung von den Spieleherstellern. Aber absolut. Also, wie gesagt, dieses DLC ist so derartig unerwartet aus der Hölle gekommen. Und Cooper Amari, jetzt weiß ich gerade lesen, sorry, ich hätte jetzt fast überlesen, Habitäre. Schön, dass du bist. Du hast gestern einer gefolgt. Danke nochmal dafür. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Dieses Spiel oder dieses DLC ist ja wohl so komplett unerwartet aus der Hölle angekündigt worden, dass selbst mich von die Säckel gehauen hat, wo das in meinem Discord gelandet ist. Also holy shit, und vor allem muss man noch mal dazu sagen, dieses DLC ist kostenlos. Es kostet nichts. Ne? Und wir reden da jetzt nicht von irgendeinem Indie-Titel, sondern wir reden von fucking God of War. Das war ein absoluter, eigentlich nicht einmal, das ist mehr wie ein AAA-Titel, das ist ein Triple-S-Titel, wenn du mich fragst. Ne? Und da kannst du einmal ein kostenloses DLC raushauen. Ne? Und die Begründung der Hersteller, warum es kostenlos ist, als Dankeschön für den Support der Community, weil das God of War so unfassbar gut verkauft worden ist. Und dann kannst du einmal mit so Aktionen bringst du halt, ne, da kriegst du dicke Pluspunkte. Sorgt nur eines, nämlich dass die Spielehersteller verstanden haben, um was es der Community eigentlich geht. Ne? Und das kann man auch ruhig einmal hervorheben, dass da Santa Monica wirklich in allen Belangen alles richtig gemacht hat. In allen Belangen. Wie, ich bin oft da, King of 20 Stream-Serie. Holy fucking shit, ich glaube, das hat noch keiner. Also was heißt, ne? Das hat bestimmt schon mal einer in der Vergangenheit geschafft, aber dass er das so triggern kann. Eine 20er Stream-Serie vom King of Barbecue. Holy fucking shit. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. Wie gesagt, ich sag's oft nur unterm Jahr, aber Zuschauen ist der wichtigste Support, den ihr als Bazi-Gang mir als Streamer geben könnt. Ne? Nur Zuschauen ist so viel mehr wert, als wir Subs, wir Bits, wir Donations oder was weiß ich was. Das andere freut mich natürlich auch, da brauchen wir gar nicht drum reden. Aber Zuschauen, Doser, Lurken oder aktiv am Chat teilnehmen ist so viel wichtiger und so viel besser für mich als Streamer als wir alles andere. Das andere ist nice to have, brauchen wir überhaupt nichts weggern, freut mich nach wie vor, wenn einer Sub giftet oder resubbt oder was weiß ich was. Aber Zuschauen, vor allem in dieser Menge,
ist der größte und wichtigste Supporten, was mir ihr geben könnt. Und dafür ein dickes Dankeschön. So kann man seine Spielcommunity auch mal belohnen, absoluten Respekt. Ja, vor allem in Zeiten des Kapitalismus, wo ungefähr alles Geld kostet, kannst du auf alle Fälle mal so ein DLC aushauen, das wo nichts kostet. Ne? Und wie gesagt, wir reden von einem Triple-A-Titel, wir reden nicht von einem Indie-Titel, das wo ungefähr kein Schwein kennt. Ne? God of War kennt ungefähr auch jeder. Also jeder auf diesem Planeten, der wo irgendwas mit Spielen zum Tor hat, irgendwann schon mal was von Kratos oder God of War gehört. Unabhängig davon, ob er es selber gespielt hat oder nicht. Unabhängig davon. Ne? Aber gut. Freunde der Sonne, der Stream heute wird circa gehen bis 13 Uhr. Ja? Also das sind knapp 3 Stunden. Deswegen da die vorschlagen. Da wahrscheinlich die meisten von euch schon so ein bisschen auf den Kohlen sitzen und wissen wegen, was da jetzt Phase ist. Mir geht es ja selber nicht anders, da die vorschlagen, wir schauen langsam einmal ins Spiel. Ne? Wir schauen uns einmal an, was Valhalla für uns bereithält. Und das Ding ist, ich habe ein richtiges Muscle gehabt. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich geahnt. Ich glaube, ich bin als Streamer mittlerweile so derartig vorbereitet, dass ich das schon vorher geahnt habe. Ich hab gestern, Birgit, habe ich dir, grüß dich gut. Ich habe gestern in der Früh meine Playstation eingestellt. Und das war gut so, weil Assassin's Creed Mirage, was wir gestern ja noch gespielt haben, hat einen 2 GB Patch gehabt. God of War, nicht zum Installieren, weil das habe ich ja von der Platten geworfen, weil wenn ich deinstalliere die Spiele meistens, wo ich nicht mehr spiele, weil muss ja nicht sein. God of War zu installieren alleine hat 85 GB Download gehabt. Das hat bis spät abends gestern runtergeladen. Und dann, bevor ich ins Bett gegangen bin, weil die Playstation im Ruhemodus war, habe ich ganz kurz ins Menü geschaut, Valhalla selber, das DLC zu installieren, hat nochmal 8 GB gedauert. Also war im Endeffekt schon Vorhersehung. Es ist jetzt alles installiert, es sollte jetzt alles funktionieren. Ne? Benachrichtigung wo? Schöne Weihnachten euch an. Birgit habe ich dir, grüß dich gut. Dir natürlich auch schöne Weihnachten. Benachrichtigung ist im Discord. Ne? Ich habe, glaube ich, jeden gepinkt. Hoffe ich mal. Ja, habe ich. Solltest du bekommen haben. Wenn nicht, hast du wahrscheinlich meinen Server auf Stumm geschaltet. Das kann natürlich auch sein. So, Freunde, aber ich darf jetzt vorschlagen, jetzt schauen wir ins Spiel. Was darf man da davon halten? Ich glaube, das ist an der Zeit. Oder? Wie sagt ihr das? Wie sagt ihr das? Oh, wenn wir die Musik schon hören. Lass mir das wirken. Oh. Stellt's mir halt instant Gänsehaut. Kratos, es ist schön, dich wiederzusehen. Stellt's mir halt jetzt instant schon Gänsehaut und jetzt ist gerade einmal das Menü. Ich hab nichts auf... Genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Oh nein, ich mag jetzt gar nicht Kau mehr leider schauen. schlecht Karotten mit der Post verschicken. Down moch mas lieber so. Kauf Im- da Paula und Mats Karotten und den Rest Fiadei und Frau Bazzi. Hashtag kleiner als 3. Ja, okay, das hört sich... Jetzt hab ich hab jetzt schon Schlimmes vermutet. Okay, aber das... Mr. Seitching. Ich hab noch was für euch. Ne? Beziehungsweise... Das werden wir Silvester machen tatsächlich. Ich wollt eigentlich heute noch ein Giveaway machen, aber ich hab's leider, ich bin nicht mehr, ich sag's einfach, ich bin ehrlich, ich hab's vergessen. Ne? Ich nenne das Kind bei Namen, ich hab's einfach komplett vergessen. Ich wollte heute eigentlich ein Giveaway machen, das machen wir an Silvester. Okay? Ich werde an Silvester 2 Merch-Artikel verlosen. Aus dem Grund, der Sai hat jetzt innerhalb der letzten 2-3 Wochen insgesamt 35 € donated und ich gebe ein bisschen was an euch zurück als Dankeschön. Das heißt, ich werde am Silvester 2 Zip-Hoodies von meinem Merch-Artikel-Shop von GetShirts verlosen. Das machen wir aber dann an Silvester. Ich wollte es eigentlich heute machen, aber ich sag's einfach, wie es ist, ich hab's vergessen. Okay? Sei, vielen lieben Dank für deinen 10er. Vielen Dank, dass die Donation in Grenzen bleibt. Ich habe jetzt echt ganz schlimme Sachen vermutet. Ich werde der Paula natürlich und an Mats, die flitzen gerade da, die schluffend, ich werde denen natürlich deine Donation zukommen lassen und vielen lieben Dank für deinen 10er. Ja? Danke für deinen Support. Das hätte ich aber jetzt auch keinen 10er kosten müssen, sogar ganz ehrlich, wie es ist. Dankeschön. Ein 69er. Ja, irgendwie sowas habe ich jetzt vermutet, dass jetzt kommt. Ne? Aber sei Dankeschön, dass
Ne? Erstens einmal für dein Ziel und dass du es in Grenzen hältst. You know what I mean. Ne? Das war mir, glaube ich, jetzt unangenehm gewesen. Und Mike habe ich dir und Eloy habe ich dir. So, und jetzt fangen wir aber Spielen an, gell? Jetzt haben wir aber lang nur. Ne? Achso, ja, genau. So, Freunde der Sonne. Da waren wir letztes Jahr. Ne? Ich habe einen ziemlich krassen Endgame-Bild gehabt. An das kann ich mich noch erinnern. Und ich schätze mal, weiß ich nicht, entweder werden wir auf 0 runtergestuft oder so, aber wir schauen jetzt einfach mal. Die folgenden Inhalte sollten nach God of War Ragnarök gespielt werden und enthalten Spoiler. Möchten Sie fortfahren? So, Freunde der Sonne, wer von euch God of War Ragnarök das Main Game nicht gesehen hat, ob es jetzt bei mir ist oder bei jemand anderen, scheißegal. Es wird jetzt wahrscheinlich massiv gespoilert. Wer es nachholen will, auf meinem YouTube-Kanal ist das komplette Projekt gespeichert. Ne? Eloy, wie geht's da? So, wir fahren natürlich fort, weil wir haben es ja schon gespielt. Na, was haben wir jetzt da? Die für den Anfang empfohlene Kampfschwierigkeit um 10% erhöhte Belohnung. Valhalla ist ein kampforientiertes Abenteuer, das das Überwinden von Herausforderungen belohnt. Sie werden ermutigt, die Schwierigkeit im Laufe ihrer Reise anzupassen, um das für sie ideale Erlebnis zu finden. Aber was haben wir jetzt da? Die niedrigste verfügbare Kampfschwierigkeit, die für den Anfang empfohlene Kampfschwierigkeit, erhöhte Kampfschwierigkeit, stark erhöht, die höchste Verfügbarkeit. Ja, okay, die zwei haben raus. Die haben raus. Ne? Ich habe jetzt über ein Jahr kein God of War nicht gespielt, ich werde erst einmal Mühe haben, wieder in Steuerung reinzukommen. Aber ich glaube, dass Entschlossenheit zeigen ist, glaube ich, der normale Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir das so nennen. Ne? Entschlossenheit zeigen. Und dann schauen wir uns einmal an, was da jetzt Phase ist. Dazu mir, dass jetzt gleich eine Cutscene kommt. Aufgemerkt. Oh, he's back. Du kannst dich hier wirklich an nichts erinnern. An nichts, das uns weiterhilft. Sag mal, Bruder, warum genau machen wir das eigentlich? Die Einladung, Valhalla. Ich weiß nicht. Oh, wie beruhigend. Okay, wir haben auf alle Fälle ohne Freya und ohne Atreus unterwegs. Wir haben nur, also mir selber, der Kratos und der Mimir. Ja, schaut halt, ne, da kannst du halt einfach nichts sagen. Optisch God of War war damals schon ein Megaspiel. Ich weiß, du hast vom klügsten Mensch der Welt mehr erwartet. Aber Odin hat mir nie etwas über diesen Ort gesagt. Deshalb bat ich dich, mit Freya zu reden. Mehrfach. Sie ist nicht gerade erpicht darauf, mit mir zu sprechen. Oh, ganz im Gegenteil, Bruder. Aber rede dir das ruhig weiter ein. Das kann der Valkyrie sein. Jetzt einmal eine blöde Frage. Valhalla ist ja eigentlich in der nordischen Mythologie sozusagen das Reich der... Nicht das Reich der Toten, aber da kommst du ja quasi hin, wenn du... Als Krieger, ne? Das ist der Himmel sozusagen. Gut, und selber, Valhalla hat mich zu einem neuen Durchgang in God of War Ragnarök motiviert. Ja, noch mit durchspielen, da das jetzt wahrscheinlich nimmer. Aber es ist nett, dass Küste uns... voraus. Schwarzer Sand. Genau wie in der Einladung beschrieben. Aber es ist nett, Wir dass haben es uns... wohl endlich geschafft. Aber es ist nett, dass uns die Spieleentwickler einen Anreiz geben, wieder nochmal in das Spiel zu schauen. Wir haben aber noch alle unsere Waffen. Etwas passiert gerade. Ja, was ist jetzt? Also zurück auf Anfang. Das Ufer... What? Okay, ich hab meine Fähigkeiten habe ich noch.
Walleck, die hat mir die komplette. Walleck, die hat mir meine komplette Rüstung genommen. Okay, du fangst in Valhalla quasi bei 0 an. Du hast keine Ausrüstung, abgesehen deiner Waffen. Okay, das macht irgendwo Sinn, weil wenn ich jetzt halt so, wenn ich den Endgame-Bild spielen kann, den wo ich letztes Jahr gespielt habe, da wo ich halt einfach jeden Gegner fast, ne, schon quasi mehr oder weniger nicht One-Hitte, aber halt ziemlich krass vermöbelt mit dem Gift-Scheiß, dann war es wahrscheinlich zu einfach gewesen. Meskalin habe ich die Ehre, grüß dich gut. Wie geht's da? Den schwarzen Sandstrand erkundigen, ja? Schauen wir, müssen wir erst einmal wieder eine finden. Okay. Okay, da haben Klingen gegangen. Okay. Okay, ja gut. Passt, danke und selber. Du, bei mir alles gut. Ich meine, mit God of War, da kann es uns aber gut gehen, oder nicht? Jetzt habe ich auch gemault, hatte einen Spielstand mit 5. Als wären wir in einen Traum gefallen. Ah. Mit X räumt man. Da bleibt man. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt über ein Jahr kein God of War nicht mehr gespielt. Ich muss mir erst so ein bisschen. Holy shit, Madame, wer sind denn Sie? Ja, aber das glaube ich macht schon Sinn, dass die da deine Ausrüstung overstrippen auf 0, dass halt für jeden das gleiche Spielerlebnis ist. Ist das Lilith? Man munkelt, dass eine Kreuzung aus Diablo 4 und der Welt von God of War, dass das, ne, Wurmloch und so, das kann durchaus möglich sein. Ja, da haben wir noch mal eine schon. Also für das, dass das Reich der, also, ne, für das, dass das die Ehrenstätte ist für tapfere Krieger, schaut das aber sehr, sehr düster aus, wenn du mich fragst. Also gut, wenn dieser Engel so, also der hätte ein wenig freundlicher reinschauen können. Es scheint kein Begrüßungskomitee zu geben. Lilith und ihr Zwilling Betsy. Genau das. Ja, klopfen wir mal freundlich auf, vielleicht macht uns wer auf. Verschlossen. Gehe ich recht in der Annahme, dass dich das nicht zum Umkehren bewegt? Rauder Schaffer. Shinum Hotum. Sein eigener Meister zu sein. Bewältige dich selbst. Also so kann man es wohl auch ausdrücken. Natürlich zirkt der 300 Tonnen Tier einfach so ab, ist ja eh völlig klar. Die äußeren Welten Valhalls erkunden. Das stimmt nicht. Ich fühle mich schwächer. Walgren. Gefällt unser Eindringen vielleicht nicht. Warum brenne ich grad? Oh, hi. Oh, der erste Oberkörper von Heiligabend ist weg. Mein Schild geht nicht auf. Nicht die Art von Feinden, die ich erwartet hätte. Interessant. Haben die das brutal abgemacht? Wo ist das Bier? Ja, die werden wir bestimmt noch finden.
Offenbar will dich dieser Ort vor eine Wahl stellen. Waffenpfad 1 auswählen. Pfad der Axt und Pfad des Speers. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Speerwurf und Speerbohrer. Ein erfolgreicher Präzisionswurf mit der Axt hat eine Glückschance auf eine zusätzliche... Boah, leck. Ich glaube, ich weiß, wo das hingeht. Freunde der Sonne, Demissioned God of War mit Roguelike. Du kriegst mit der... Also, es wirkt jetzt so, okay? Es wirkt jetzt so, dass du im Laufe der Zeit Gegnerwellen machst und dann Belohnungen kriegst in Form von Truhen und du musst dann aus der Truhe halt auswählen, was du willst. Also, oder was du halt genau haben willst. Und so baut sich dann dein Bild auf. Okay, erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Speerwurf und Speerbohrer. Der Speer an und für sich ist eine geile Waffe. Der Speer ist vor allem eine schnelle Waffe. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt, vor allem, was ich gerade so sage, Speerwurf plus. Ne? Und die Frage ist halt, was ist drastisch erhöhen? Ne? Ich sage jetzt leider oben links nicht, wie weit es mir erhöht, aber der Präzisionswurf, also das ist, wenn du die Axt wirfst, das machst du nicht so oft, aber ich glaube, also ich da, warte mal, Fähigkeiten im Video anzeigen. Ach, das ist der, okay, ja, verstehe ich schon. Da haben wir aber mit dem Speer besser beraten. Glyphen können Kampfboni für diesen Versuch bieten. Waffenglyphen verstärken Waffen und Bonusglyphen bieten einzigartige Effekte. Werteglyphen erhöht Kratos Attribute für diesen Versuch. Jede Truhe verfügt über ein schwebendes Symbol, das Aufschluss über den Typ der Belohnung darin gibt. Drücken Sie L3, um die Symbolübersicht anzuzeigen. Ah! Bonusglyphe. Einzigartige Kampf- und Gameplay-Fähigkeiten. Okay. Dann gibt es eine Werteglyphe, erhöht Basiswerte wie Stärke oder Abwehr. Das wird unfassbar wichtig werden. Waffenglyphe, Boni für bestimmte Waffen oder Waffenfähigkeiten. Kund wichtig werden. Runenangriffglyphe, Spezialfähigkeiten, die einer Waffe verliehen werden und mit der Zeit nachladen müssen. Gemischte Glyphe, eine Mischung aller Glyphentypen. Auffüllung, stellt Gesundheit oder Rage wieder her. Flüchtige Echos, eine temporäre Ressource, die an Tafeln der Anstrengung ausgegeben werden kann, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Meisterung... Boah, leck, Alter, wie viel gibt's denn da? Eine dauerhafte Ressource, die an der Tafel der Reflexion am Ufer für verschiedene permanente Verbesserungen für Kratos ausgeht. Okay, es gibt da Dauer-Upgrades. Geistsiegel, eine dauerhafte Ressource, die an der Tafel des Einflusses am Ufer für verschiedene permanente Verbesserungen... Okay. Göttlicher Triumph, eine sehr wertvolle, dauerhafte Ressource, die an der Tafel der Reflexion an der Tafel des Einflusses am Ufer für bestimmte... Okay. Es gibt temporäre Buffs und es gibt passive Dauerbuffs. So sage ich das jetzt nicht. Aber ist das ist jetzt ausgerüstet, right? Ja, das ist ausgerüstet. Das ist, ach so, und ich habe maximal 10 Slots, oder wie sage ich das? Und was haben wir da? Verfluchter Schild. Ein Fluch lastet auf diesem Schild, er kann keine Angriffe... Ja, stimmt, das ist mir jetzt gerade. Ich habe nicht... Spart als Rase schlummert, sie kann gerade nicht genug... Ich darf mein Schädel nicht benutzen und ich darf Courage nicht hernehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber nicht so himmel-like, ne? Immerhin bist du nicht völlig schutzlos. God of War brutal, ich verstehe die Frage nicht. Aber die haben da noch mal ein bisschen was draufbackelt. Ne? Also vom God of War 2018 auf Ragnarok haben sie Brutalität draufbackelt und jetzt im DLC haben sie noch mehr Brutalität draufbackelt. Da kommst du im Stream und sagst, wie der Krattinger schon wieder die Leute in der Mitte auseinander hat. Du bist genau richtig, Mr. Price, hab ich dir. Ja, okay. Das heißt, ich nehme aber jetzt meinen Speer her, ne? Weil der ist ja jetzt quasi gebufft. Boah, Leute, ich hab so Bock, ich sag's eigentlich, wie es ist. Wer hat God of War vermisst? Flüchtige Echos. Leichter Runenangriff, Huldu-Vorstoß oder leichter Runenangriff, Geflüster der Welt. Ein Speerstoß mit großer Reichweite, der einem Gegner das Element aussaugt. Ziehen sie alle Gegner heran, bevor sie in weit bestimmte Richtungen davon schleudert. Der schaut gut aus.
Der hat vor allem auch Schaden. Okay, du nimmst dem quasi das Feuerelement. Freunde der Sonne, mal Geflüster der Welt. Ah ja, okay. Ich habe jetzt zugeschaut, wie man die Fähigkeit hernimmt. Wo haben wir denn jetzt? Da ist es aber neblig. Vielleicht die letzte verbliebene Ecke Asgards. Aber es wirkt surreal. Wenigstens scheint es friedlich. Wir sollten uns umsehen. Du glaubst wirklich, Freya hätte uns hierbei geholfen? Sie hätte uns geholfen, dich zur Vernunft gebracht. Beides hilfreich. Ich kann jedenfalls keinen Vorteil darin sehen, sie zu meiden. Ich meide sie nicht. Bruder, du bist nach Valhall gereist, um sie zu meiden. Gesteh dir das wenigstens ein. Ich Meisterungssiegel. meide aber nicht sie. Ich schätze Freya. Tja, das glaube ich dir. Und das ist auch schön zu hören. Sie schätzt dich auch. Eben auf ihre Weise. Ich bin ihr nützlich. Das ist nicht dasselbe. Glaubst du das wirklich? Ich glaube nicht, dass sie versteht, was sie von mir verlangt. Achso, von da haben wir hergekommen, oder was? Was ist das? Okay, da gibt's auf alle Fälle irgendetwas. Ist es versperrt? Oh, erst mal Einrichtung kaputt machen. Da oben ist eine Truhe. Da ist irgendwo ein Rabensieb. Da hinten ist auch eine Truhe. Die mit einem Siegel versperrt ist. Okay. Okay, was ich jetzt also von mir ausgekehrt habe, ist wohl der Kratos, der Freya, ein bisschen verbunden sozusagen. Das war ja auch nicht immer so. Er traut sich nur nicht zuzugeben. Okay, das ist überall zugesperrt. Und mal Kistel. Meisterungssiegel. Ah, da waren wir schon, okay. Da ist auch zu. Und von da haben wir hergekommen. Mal, oder? Wir können wohl nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Okay, dann müssen wir unten in die Tür rein. Ja, Freunde der Sonne, ich muss mich natürlich jetzt auch erst einmal, ne? Ich muss mich erst einmal orientieren, wo es da jetzt Phase ist, ne? Ich weiß ja gar nicht, um was das eigentlich geht. Und da rund war irgendwo ein Tier, oder? Ja, da hinten. Gibt's da noch was? Geht's auch hinterher. Okay, irgendwas sagt man, dass das da der Dreh- und Angelpunkt von der ganzen Geschichte ist. Da gibt's einen Haufen Wege, die wo versperrt haben. Die wo wahrscheinlich alle in einen eigenen Bereich führen. Wie fest? Auf, Kratos! Oh je. Okay, das ist schnell gegangen. Okay. Alles klar. Der war zintig. Wir sind wieder draußen. Wie jetzt?
Du marschierst nach Valhall, ohne vorher mit uns zu reden? Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Das war was Persönliches. Und du hast eigene Pflichten. Es ging um Valhall. Da nehme ich mir die Zeit natürlich. Dieser Eingang ist geheim. Woher weißt du von diesem Ort? Hing an unserer Tür vor 3 Tagen. Kratos von Sparta, auf dich wartet eine Herausforderung. Lebe das Gestern, um das Morgen zu leben. Bewältige Valhall, bewältige dich selbst. Und dann hier der Weg. Keine Unterschrift. Wer weiß noch von diesem Eingang? Odin und wir. Bestimmt eine Falle. Du willst wieder hineingehen. Kommst du mit? Oh, bei deinen Angelegenheiten störe ich nur ungern. Außerdem, ich kann nicht. Im Gegensatz zu euch bin ich nie gestorben. Was passiert, wenn ich wieder reingehe? Tja, das hängt von dir ab. Valhall lebt von den Erinnerungen derer, die es betreten. Da drin bist du ein offenes Buch. Willst du wirklich wieder hinein? Wie bist du denn durch das Tor gekommen? Ich habe es aufgebrochen. Mit bloßen Händen. Er hat es aufgebrochen. Wenn es sein muss, gibt es einen leichteren Weg hinein. Komm, Sigrun, vielleicht können wir dieses spezielle Gespräch später fortsetzen? fürs Erste, Mimir. Hast du genug gesagt? Ja, also gut. Die andere Sache, über die wir sprachen. Du denkst noch nach, richtig? Tue ich. Oh. So ist das also. Dann lasse ich dich nachdenken. Okay, Freunde der Sonne, wir werden mal einige... In Ordnung, General. Diesmal schicken wir dich ordentlich vorbereitet los. Ja, herzlichen Dank. Zuerst verlangt Valhall das Auswahlritual von dir. Schön, dass man das auch mal jemand sagt. Freunde der Sonne, wir werden da einiges erfahren in den DLC, habe ich so die Vermutung. Punkt 1, was wir jetzt schon mal wissen, man kann Valhall nur betreten, wenn man schon mal gestorben ist. Der Kratos ist in seiner Laufbahn das eine oder andere Mal aus dem Reich der Toten wieder entkommen. Ja? Den einen oder anderen Tod hat er schon hinter sich. Auf wundersame Art und Weise. Ja? So, und das Zweite, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut ich das finden soll, dass sich da andeutet, dass zwischen Kratos und Freya da ein Techtelmechtel sich bahnt. Bin ich mir noch nicht so... Vielleicht ist es jetzt nur mal eine Anspielung und es kommt am Ende eh ganz anders, aber... So, wir müssen mal ein Schild auswählen. Ein Schild für eine ausgewogene Verteidigung. Jetzt, was haben wir denn da? Schmettersternschild, den glaube ich... Ich glaube, der war recht gut. Ich glaube, dass ich den damals sogar gehabt habe. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Tippen Sie 1-2 Mal an, um Gegner mit einem Schildhieb zurückzudrängen. Bei voller Ladung ist der Hieb stärker. Was haben wir da? Tippen Sie 1-2 Mal schnell einen Schildrempler mit einem Gegner ausführen und seinen Schutz zu parieren. Ja, ich glaube, dass ich den Schmettersternschild korrupt damals. Ja, herzlich Glückwunsch, wenigstens wieder ein Schild. So, Spartas Rage gibt es ja drei verschiedene: Zorn, Mut und Wut. Und jeder macht was anderes. Drücken Sie L3 und R3, um sich einen Zornzustand zu versetzen, und setzen Sie ihn mit R1, R2, L1, L2 gegen Gegner ein. Jeder Angriff bewirkt eine geringe Heilung. Verlassen Sie diesen Zustand vorzeitig, indem Sie den Befehl erneut verwenden. Mut. Um dasselbe, um einen Teil von Spartas Rage zu verbrauchen, um einen moderaten Gesundheitsschub zu erhalten, idealerweise kurz bevor sie getroffen werden. So machen sie den gegnerischen Angriff zunichte und erhalten einen Heilungsschub sowie einen Nahkampfangriffsbonus. Und Wut.
Selby, um einen Teil von Spartas Rage zu verbrauchen, ihre aktuellen Waffe auf einen Gegner loszustürmen und ihm großen Schaden mit zusätzlichen Waffeneffekten zuzufügen. Den Gegner zu töten bewirkt eine geringe Heilung. Ich glaube, dass Mut das besser ist. Dass wir uns jederzeit heilen können. Ich verabschiede mich aber schon wieder. Weißwurstfrühstück, viel Spaß noch und schöne Weihnachten. Bis bald. Ey Leute, vielen lieben Dank, dass du warst. Dir natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten beim Weißwurstfrühstück. Ja, du machst nichts verkehrt. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hast ein schönes Fest. Und danke fürs Vorbeischauen. So, ich glaub, Mut, das nehmen wir. Gut. Jetzt lass meine Schwestern dir die Regeln Valhalls erklären. Und seine Werte. Schwestern wo? Ah, da. Was weißt du über diesen Ort? Die Herausforderung Valhalls ist nicht nur das Überwinden von Hindernissen. Es geht darum, wie du sie überwindest, wie du die Beherrschung deiner Kräfte demonstrierst. Wir können dir deinen Weg weisen, doch Valhall wird deinen Fortschritt beurteilen. Komm zu mir, wenn du ein Ziel erreicht hast, dann sehen wir die Wirkung. Okay. Was hast du zu sagen? Valhall will die Ganzheit und das Gleichgewicht jener fördern, die eintreten. Um sich selbst gänzlich zu beherrschen, darf man sich nicht nur auf vertraute Taktiken verlassen. Ich nutze die Taktiken, die sich anbieten. Natürlich. Doch wenn du variierst, zeigst du Valhall, dass du deine Fähigkeiten komplett beherrschst. Und Valhall belohnt solche Demonstrationen. Komm wieder zu mir, wenn du Fortschritte machst. Komm zum Tor, wenn du soweit bist. Dann beginnen wir mit der Zeremonie. Sind das Bauerinnen, die bewegen den Mund nicht, oder sind das Masken? Die haben Masken auf. Die haben Masken Ich auf. bin bereit. Gunnar, zu mir. Die Walküren schauen nicht schon geil gemacht aus, gell? Also, ich meine jetzt. Jetzt kannst du Valhall durch dieses Tor betreten, ohne für dein Eindringen bestraft zu werden. Danke, Sigrun. Ja, okay, das war jetzt so quasi so Sesam, öffne dich, like. Okay, okay. Da hat man quasi sterben müssen. Da wo man Fühlst du gerade... dich irgendwie verflucht? Nein, alles ist gut. Danke, Schildmeiden. Also gut, dann versuchen wir es nochmal. Okay, das war jetzt... Das macht Sinn. Das ist genauso gemacht, dass du da sterben musst. Du kannst, wir sind quasi doch illegalerweise nach Valhall eingedrungen. Ich meine, wie darfst du das finden, wenn jemand dein Haustier einschlägt mit einem Hackel? Ja, du sagst auch nicht, ja, servus, freilich sitzt du zu überdringen, Brachhöbe. Ja? Verstehe ich schon. Achtung, hinter dir! Oh, das wird ja nicht gar nicht. Neuer Versuch, neue Entscheidungen. Wie Okay. erfrischend. Die erste gewählte Waffenglyphe hat Einfluss darauf, welche zukünftigen Glyphen während dieses Versuchs angeboten werden. Wähle sie mit Bedacht. Okay, alles, was ich jetzt nehme, zieht sie dann quasi mehr oder weniger bildtechnisch fort. So, Scharfschützenbetäubung. Ein erfolgreicher Präzisionswurf mit der Axt hat eine Glücksstelle. Haben wir vorher gehabt. So, und Tobsuchtsanfall erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeit Tobsuchtsanfall. Das ist nur eine Fähigkeit. Da gehe ich jetzt tatsächlich eher fürs Hacke, wenn du mich fragst. Und Monkatz habe ich dir. Frohe Weihnachten auch an dich. Schön, dass du bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Willkommen zum klassischen Weihnachts-God of War Stream. So, da nehmen wir jetzt tatsächlich das Hacke.
Erzürnt ist das falsche Wort. Irritiert? Vielleicht. Enttäuscht? Mit Sicherheit. Aber mach dir keine Sorgen, Bruder. Es wird uns nicht davon ablenken, was auch immer wir hier machen. Okay, dann haben wir jetzt einen Runenangriff für unsere Axt, weil wir vorher unsere Axt ausgewählt haben. Das heißt, wir kriegen jetzt überwiegend Fähigkeiten, die wir auf unsere Axt zugeschnitten haben. Okay, das macht... Du kriegst quasi jetzt nicht random einmal was für dein Chaos-Klinge, du kriegst nicht einmal was für deinen Speer und dann wieder deine Axt. Das ist, glaube ich, ne? So, ein anhaltender Flächenangriff, der eine kleine Falle hinterlässt, die alle Gegner mit dem Status Frost belegt. Das ist gut. Ein Axtwurf, der durch wiederholtes Drücken von R1 markierte Ziele verfolgt und zwischen ihnen hin und her prallt. Dann nehmen wir das. Okay. So, da warten wir wieder. Und jetzt die Truhen dann auch wieder da? Also, ist das gar kein Teil von Asgard, sondern nur etwas, das aus deiner Erinnerung gesponnen wurde. Faszinierend. Aber was soll das sein? Bruder, ich muss zugeben, Freyas Idee scheint mir durchaus sinnvoll. Gibt es einen besseren Gott des Krieges für die Welten, als den General, der Ragnarök gewann, um Leben zu retten? Zusammen mit dir könnte ihr gesamter Friedensrat Gutes bewirken. Diese Funktion und unser Titel, den trug ich bereits. Du weißt, was geschah. Sie weiß, was geschah. Ja, natürlich. Aber warum sollte dein früheres Leben wichtiger sein als dein jetziges? Du bist schon so weit gekommen. Ich bin so weit gekommen, weil ich von ihm davongelaufen bin. Vom Titel, vom Thron. Stimmt. Ah, okay. Müssen wir revidieren. Es geht gar nicht um ein Techtelmechtel zwischen Kratos und Freya. Es geht darum, dass der Kratos den Platz des Kriegsgottes in der nordischen Mythologie einnehmen soll. Und über die Entscheidung denkt er nach. Und er hat Skrupel davor, dass wieder das passiert, was in Griechenland passiert ist. Und das, was in Griechenland passiert ist, Freunde der Sonne, das war nicht so ganz zauberhaft. Ne? Da war der Kantenmaler wieder on the way. Birgit, du verstehst nicht, was du meinst damit. Okay, da gehen wir halt da nochmal rein. Wir werden schon nichts passieren. Hinter dir, Vorsicht! Hinter dir, Bruder! Boah, Alter. Ui, die Kämpfe haben aber gut knackig. Leck mich am Arsch. Gut, ich muss halt fairerweise dazu sagen, ich muss erst wieder noch ein wenig reinkommen. I wish you are Merry Kratos Mess oder so. Ein Kratos-Mess, ja, die feiert man halt. Dampf, merci dir wieder ein Reset im 11. Monat. Habitere. Merci dir. Weiterhin willkommen. Wie geht's dir? Ich wünsche dir natürlich auch ein frohes Kratos-Messfest. Keine Ahnung, eine frohe Weihnachten auf alle Fälle auch an dich. So, was haben wir jetzt da? Axtwirbel plus. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeit Wirbelfeger und Wirbelwurf.
Und was haben wir da? Waffenglyphe, Mörderstärke. Hohe Glückschance auf eine Gabe der Stärke bei der Axttötung. Das ist gut, das meine ich nicht mehr. Und Hacki... und Hacki New Year. Das sprenge ich Habitäre. Hacki New Year, ja, das ist... Geht schon, bin gerade erst aus dem Bett gefallen. Ja, das ist eine gute Zeit an Heiligabend. Um 10 vor 11 aufzustehen. Da machst du nichts verkehrt, Dampfe. Und tun sie sich nicht hinunter, da machst du nichts verkehrt. So, da haben wir auf alle Fälle ein bisschen eine Heilung. Ah, so im Nachhinein denke ich mal, hätte man vielleicht aufsparen sollen. Weil ich weiß nicht, wie begrenzt, dass man sich da heilen kann. Und da haben wir gekommen, oder? Ja. Wenn die Leviathan-Axt betrunken ist, ist es hackedicht. Ja, genau. Mein Hackel ist hackedicht. Aber was für ein Ort aus dem Kratos seiner Vergangenheit soll das darstellen? Das sagt mir jetzt gerade eher wenig. Der Olymp ist auf jeden Fall nicht. Ich bin galant an der Tiger vorbeigerannt. Ja, perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme an, es geht um Jöttenheim. Liege ich da richtig? Jöttenheim. Ich gebe dir recht, was Aber Freyas Rat angeht. Es ist eine noble Idee. Sie sollte ihm zum Erfolg verhelfen. Was meinst du? Freya ist in den Welten bekannt und dort heimisch. Sie wird respektiert, ist eine erfahrene Anführerin. Erfahren genug, um zu wissen, dass die Verteilung der Macht das Beste ist. Dass sie die Macht teilen würde, beweist, dass sie ausüben darf. Warum sollte sie es allein tun müssen? Ohne Odin können die Welten neuen Frieden schmieden. Wenn es zu ernsthaften Konflikten kommt, sorgt der Gott des Krieges dafür, dass Regeln gelten und setzt diese durch. Dieser braucht Macht, Urteilskraft und Ansehen in den Welten. Wen würde sie denn sonst wählen? Okay, fassen wir mal zusammen. Der Kratos ist stark, der Kratos hat Durchsetzungsvermögen, der Kratos, wenn er auf den Tisch haut, ist in 100% der Fälle der Tisch zwar kaputt, aber, ne? Ich kann aber an Kratos verstehen, dass er dieses Amt als Kriegsgott einfach fucking nicht mehr ausüben will, aufgrund vergangener Geschehnisse in Griechenland. Er hat ja quasi Griechenland in Schutt und Asche gelegt. Gewissermaßen gewollt. Ne? So, wir haben jetzt in Jöttenheim, das haben wir, glaube ich, mit dem Kratos im Main Game per se nicht besucht, sondern mit Atreus Salor. Was haben wir da? Da kannst du offenbar direkt mit Valhall handeln. Was ist eine Tafel der Anstrengung? Bei einer Tafel der Anstrengung erworbene Glyphen gehen am Ende eines Versuchs verloren. Runenangriffe Glyphen verbessern. Erhaltene Runenangriff-Glyphen können für diesen Versuch verbessert werden. Drücken Sie Viereck, um Ihren Fortschritt im Valhall zu speichern und ins Hauptmenü zurückzukehren. Ach, da kann ich speichern auch, oder was? Spiel aussetzen, ne? Das will ich jetzt nicht. Was haben wir jetzt so? Überleben, Gesundheitsschub? Glyphen sehen der warum? Ah! Stellt sofort einen moderaten Teil von Kratos Gesundheit wieder. Ja gut, das bringt mir jetzt nichts, weil wir haben ja Full Life sozusagen, ne? Ach, und dafür brauche ich die flüchtigen Echos. Okay, was haben wir da? Glyphen, Segen der Abklingzeit. Ach, da geht meine Abklingzeit, aber okay, was haben wir da? Mhm. Okay, man kann da seine Fähigkeiten, die man erworben hat, aufbessern. Ja gut, das, also Full Life Binne bringt mir nichts. Was war das? Glyphen. Und da Abklingzeit runtergeht, was eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht war. Ich glaube, wichtig war erst einmal die Abklingzeit. Weil, was hilft es mir, wenn ich zwar die Glyphe verbessert von meiner Waffenfähigkeit, aber ich halt die nicht einsetzen kann, weil ich zu lange warten muss. Also erst einmal Cooldown runter. Okay. So, und da hinten geht es dann wahrscheinlich weiter, weil da war doch die Tier. Dann schauen wir mal erstmal da auf. Ah ja, okay. Da unten ist eine Truhe, die will ich haben. Ah ja, die Box ist gesperrt. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt dann zum Roastbeef euch allen ein schönes Weihnachtsfest und lasst es euch gut gehen. Stream wird nachgeschaut. Birgit, vielen lieben Dank fürs Dosa. Engt natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest und lasst es euch schmecken. Danke dir fürs Dosa.
Und danke und schau mal grüß zu der Nachschau gehen. Aha, Einrichtung erstmal kaputt macht, perfekt. Okay, da hat das ist auf alle Fälle überall mal gesperrt. Das heißt, da können wir später wahrscheinlich noch mehr her. Ja, dann geht's dann offensichtlich da weiter. Was ist denn das eigentlich? Okay, na, dann geht's da weiter. Oh, hi. Vorsicht, rechts! Die explodieren. Hinter dir, Vorsicht! Ja, die Kämpfe, also die haben schon angezogen, ne? Also es ist jetzt nicht so ohne. ...200 flüchtige Echos, ja gut, den nehmen wir mal mit. Ich glaube, Währungen im Spiel wird auch unfassbar wichtig werden. Deswegen kannst du dich an Svardalfheim erinnern. Das war die Er weiß, dass ich ihr meine Hilfe nicht verweigern würde. Ich werde mich immer für den Frieden einsetzen. Auch ohne Titel, auch ohne jegliche Führungsposition. Wir wissen beide, dass Worte und Schwüre Macht haben. Sie müssen wissen, dass du dahinter stehst. Hinter ihnen und dir selbst. Dass du für sie da bist. Und das wirst du auch. Ich verstehe, dass du Bedenken hast. Doch du hast mit dem Alten abgeschlossen. Das sehen wir. Du weißt nicht, was mich alles ausmacht. Was dich ausmachte? Du hast mir von deinen Taten erzählt. Und ja, vieles davon war schrecklich. Aber du hast wieder und wieder bewiesen, dass du nicht mehr dieser Mann bist. Außer, wo er ein Ding umgebracht hat. Ja, der Vollidiot, der Carsten, der wo so voll, da wo wir alle gehofft haben, dass er jetzt richtig grausam stirbt, der Heimdall. Du könnt sich da noch erinnern, wie wir Heimdall am Bimbus sauber gehauen haben. Okay, es geht quasi einfach darum, der Kratos soll Kriegsgott werden. Wieder. Aber diesmal nicht in Griechenland, sondern in Valhall. In der nordischen Mythologie. Okay, dann haben wir zumindest schon mal die grobe Rahmenhandlung verstanden. Der Kratos soll quasi im Großen und Ganzen in dieser Welt wieder ein Gott werden. So. So, dann kann man ja jetzt auch diesen Nebel da verbessern. Es geht sogar nur einmal, ja, perfekt. Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal auf 3, das ist gut. Ne? Ja, den haben wir auch. Ja, genau, der wo so richtig geschert war. Da wo wir, wie gesagt, alle gehofft haben, dass er gleich massivst in der Mitte auseinandergeschlagen wird. Da hat der Kratos auch gesagt, er darf keinen Gott, er hat seinen Burm aber eingerichtet, einen Gott zu töten, hat schlimme Konsequenzen und dann bringt er halt selber einen um. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Ole. Er hat, ja, in Griechenland hat er Ole umgebracht, das stimmt. Aber, überleg, wie viel hat er denn in Ragnarök? Oder eigentlich? In Ragnarök, glaube ich, hat er nur einen umgebracht. Ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig genau erinnern, aber ich glaube, Ragnarök war der einzige, der Heimdall.
Du wirst lebendig, oder? Hängen wir. Alter, wer Tanky das die Hand? Über dir! Ein Tor, glaube ich, hat er nicht selber umgebracht. Das meine ich war der Odin. Der Odin meine ich hat ein Tor umgebracht. Ich weiß nicht mehr genau. Ist kann sein. Ist schon ein wenig her. Meisterungssiegel, okay. Aber ohne, ich sag's irgendwie, ich hab das Kampfsystem so vermisst. Dieses heftige auf die Fresse ballern, das ist mir so abgegangen. Wir brauchen mehr God of War Spiele, ich sag's irgendwie, wie es ist. Glaubt aber auch jetzt auch keiner beleidigt. Oh, das hätte man einen Gegenstand zum Schmeißen können, okay? Ist das ein Aufzug? Ich warte immer noch auf Remaster von 1 bis 3, das dann hoffentlich für den PC kommt. Wie gesagt, ich glaube, wir haben vor einer Woche oder vor 2 Wochen schon mal drüber geredet, oder beziehungsweise wir haben drüber geredet, was angekündigt worden ist, dass ein DLC jetzt da ist quasi. Es gibt ja Gerüchte, dass Santa Monica dem Studio Bluepoint die Rechte gegeben hat oder einen Teil der Rechte abgetreten hat. Und jetzt brodelt da natürlich so ein bisschen die Gerüchteküche, dass wohl ein God of War 1 Remake in der Mache ist. Und Bluepoint hat sich ja auf Remake spezialisiert. Die haben unter anderem Demon's Souls geremaked für PlayStation 5. Da ist aber absolut noch nichts Handfestes. Da gibt es auch noch keine Leaks und gar nichts. Es brodelt nur die Gerüchteküche. Ne? Vielleicht erfahren wir auch im DLC irgendetwas. Wir wissen es nicht. Aber ich war auch dafür, dass God of War 1 und 2 auf alle Fälle remaken. Das 3er wird wahrscheinlich, wenn dann kein Remaster nicht kriegen, weil das haben sie für PlayStation 4 schon mal remastert. Aber ich darf es trotz allem feiern. Aber wenn, dann sollen sie es so machen, wie die Spiele halt einfach gewesen haben. Also nicht so machen. Ich finde jetzt das Kampfsystem auch nicht schlecht mittlerweile. Aber wenn, dann möchte ich halt so wirklich mal so richtig krass geiles Splatter Hack and Slay wieder haben, so wie es früher war. Weil das war halt einfach God of War. So, jetzt haben wir wieder da, aber wie geht's jetzt weiter? Da habe ich zu viel Schiss, dass direkt Remake mache ich gar nicht, da habe ich zu viel Schiss, dass es vergurken. Naja, wie gesagt, wenn Bluepoint dieses Projekt in die Hände bekommt, dann wird's auch was. Das ist der Weg, den wir suchen. Ein Weg auf und vorwärts. Valhalls innere Bereiche. Ich kann es spüren. Inmitten dieses Valhall-Wahnsinns ist es wenigstens schön, dich wieder in Aktion zu sehen. Du bist schon jetzt so fröhlich wie schon lange nicht mehr. Ohne Atreus und die Kämpfe habe ich mir langsam Sorgen um dich gemacht. Kämpfen kann aufschlussreich sein. Ja. Walleck. Was ist das? Ich weiß sofort, was das ist. Deinen alten Platz wieder, oder? Kratos. Ist das der Helios? Vergessen, was ich dir schulde. Bleibst du wirklich erleichtert, was auf dem Spiel steht? Ich traue der Sache nicht. Hier sind sie jetzt. Merkwürdig. Wir sind wieder draußen, aber ganz ohne... Naja. Manchmal kommt man nur so weit, wie man selbst will. Valhalls Entscheidung oder deine? Heißt das, du bist fertig? Nein. Ich werde herausfinden, wer mich eingeladen hat. Ich bin nah dran.
Lohnt es sich dafür zu sterben? Ja, ich glaube, ans Sterben haben wir uns inzwischen gewöhnt. Sei nicht so, Mimir. Valhall erquickt dich nach einem ehrenhaften Tod im Kampf, aber sonst hat es seine eigenen Regeln. Und wenn du diese nicht befolgst, Kratos, du könntest dort wirklich sterben. Das ist gut zu wissen. Wenn du mit gut sehr besorgniserregend meinst? Ich wünsche dir Glück. Wirklich. Freunde der Sonne, der Thron, den wir Mittag gerade gesehen haben, war der Thron des Kriegsgottes aus dem Olymp. Also sprich, auf diesem Thron ist der Kratos in seinem früheren Leben bereits gesessen. Das war jetzt quasi ein Rückblick in seine Vergangenheit sozusagen. Und natürlich, wenn er den Thron sagt, kriegt er erst einmal absolute Paranoia, ist ja wohl klar. Weil dieser Thron verkörpert quasi mehr oder weniger sein übles Ich, was er halt einmal war. So, ich gehe jetzt Alan Wake weiterspielen, damit ich mal vorwärts komme. Schöne Weihnachten, gescheit reinfressen, jetzt viel Dampfe. Merci dir, viel Spaß beim Alan Wake spielen und dir natürlich auch ein frohes Fest und eine saubere Fresserei. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. So, wir schauen jetzt weiter, wie es da... Oh, leck, jetzt habe ich... Freunde der Sonne, der Entdeckerdrang ist geweckt. Der widerstandsfähige Krieger tanzt mit dem Wandel und passt sich seinem Rhythmus leicht an. Ja, soll ich tanzen auch, oder was? Was haben wir jetzt da? Mal sehen. Aufgaben abschließen, Belohnungen abholen. Klingt einfach. Die Auftragsmarkierung. Bei der Auftragsmarkierung können Sie neue Aufträge annehmen und Belohnungen für abgeschlossene abholen. Die Markierung bietet Aufgaben, die wiederholbar sind und zufällig wechseln, also besuchen Sie sie öfter. Okay. Darf man jetzt eine Rüstung auch noch aussuchen, oder was? Aussehenssockel. Entdecken Sie verschiedene Rüstungen und Waffenzusätze und schalten Sie diese frei, um Kratos Aussehen anzupassen. Diese sind rein kosmetische Objekte und haben keinen Einfluss aufs Gameplay. Schöne Weihnachten alle zusammen oder was hier passender wäre. Schönes Julfest. Weil wir auch danke dir für dein Resub im 11. Monat. Vielen lieben Dank dir natürlich auch. Schöne Weihnachten oder schönes Julfest, je nachdem. Suchst da aus, was für dich am besten passt. Danke dir für deinen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön und weiterhin willkommen in der Party-Gang. So, wir kommen da jetzt rein optisch was. Wenn ich sag da gerade makelloser Kyros des Ares, des Zeus. Okay, da wird schon ein bisschen mit der. Es ist, glaube ich, es wird schon ein Seelenstrip, das, was das angeht, was die griechische Mythologie angeht, wenn du mich fragst. Ne? Was ist das was? Ja, ein bisschen Optik muss schon sein, ne? Ja gut, der Knauf ist mir relativ egal, I guess. Spotty, habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's dir? Ich wollte gerade sagen, Kratos, hättest du die Güte, mir auch zu sagen, wie der Knauf ausschaut, weil sonst hilft's mir eher nicht so viel. Gut. Ja, jetzt schaut schon ein bisschen, ne? Schauen wir schon ein bisschen eindrucksvoller aus. Du wirst Valhall mit seinen Waffen schlagen. Ich weiß es. Tafel der Reflexion. Es war noch nie einfach, besser zu sein. Hier freigeschaltete Verbesserungen sind permanent. Okay, gut zu wissen. Gesundheit und Rage und Werte. Erhöht dauerhaft die maximale Gesundheit. Das ist wichtig. Eine anhaltende Verbesserung. Brauchen wir. Ist gut gar nicht so viel. Ich glaube eher bei so einem Roguelike
ist, glaube ich, grundsätzlich besser, wenn wir eher tanky unterwegs sind. Jetzt ist die Frage, was wollen wir machen? Wollen wir eher fett und tanky sein oder eher fragil, aber dafür sau viel Schaden? Ich gehe halt, durch das, dass ich halt nicht weiß, was da auf mich wartet, da ich eher für Tankiness gehe, tatsächlich. Ich mag ein bisschen eine Stärke, die schaut uns nie. Rage nehmen wir jetzt einmal mit, damit wir da zumindest ein bisschen was haben. Dann nehmen wir noch einmal Gesundheit und dann verbessert man noch irgendwas von den Hauptwerten. Das kostet 15. Nehmen wir einmal Stärke mit, damit wir ein bisschen an Schaden haben. Erhöht Kratos Runenkraft, erhöht dauerhaft Kratos Vitalitätswert, Abklingzeit. Dann nehme ich noch einmal Vita mit. Dann nehmen wir noch einmal Abwehr. So, jetzt haben wir noch Zähne. Was können wir uns da noch leisten? Abklingzeit. Das glaube ich war gar nicht verkehrt. Okay. Ah, gleich jetzt besser. Sechstes da. Jetzt hat sich der Balken schon mal entsprechend erhöht. So, was müssen wir jetzt tun? Müssen wir wieder in nach Valhalla rein wahrscheinlich, oder? Ach, da geht noch mehr. Die Auswahl der schimmernden Spartas-Rage gewährt zusätzliche Belohnung für den nächsten Versuch. Okay. Und was haben wir da? Valhalls Gefallen. Die Auswahl des schimmernden Schildes gewährt zusätzliche Belohnung für den nächsten Versuch. Ach, da muss man... Ach so, da muss man dann den wählen, der wo... Ah, der wo glitzert. Okay. Ja, dann nehmen wir halt mal den mit. Aber kann ich das nochmal ändern? Ah, da glitzert eh Mut. Okay, ja gut. Heimkehr begonnen. Vorsicht, links! Au. Okay. Axtwerf und Ausweichspeer. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Axtwurf und rachsüchtiges Sichel und erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Verstoß des Generals und Täuschung des Generals. Das wir halt wissen jetzt, ne? Okay, was er immer da jetzt so gebrüllt hat. Das hat gesessen! Windswals, Windsturm und Geflüster der Welt. Ziehen alle, gehen an sich heran, bevor sie... Genau, das haben wir vorher schon gehört. Eine Reihe von chaotischen Würfelsturm wütet über das Feld und fügt allen Gegnern ihrem Weg Schaden zu. Das meine ich richtig OP. Das glaube ich in meinem Endgame-Bild auch gut. Ja, das ist der. Der ist richtig stark. Den nehmen wir. Jetzt ist da hinten die auf. Der Nebel ist weg. Vielleicht öffnet sich Valhall dir ein wenig. Da vorne ist so viel zu sehen. Man sieht, wie die Reiche mit den höheren Ebenen verbunden sind. Diese Statuen sind wirklich beeindruckend. Ich erkenne sie. Sie sind Richter der Unterwelt. Aus meiner Heimat. Oh, leck. Tja,
Du klingst geradezu begeistert. Seelen, die sie für rechtschaffen erachteten, durften ins Elysium. Wen sie für boshaft hielten, kam in den Tartarus. Ah, dort, wo die Seelen der Verdammten gefoltert werden. Warum bringt dein Verstand sie wohl hierher? Brenne der Sonne, das ist eine Anlehnung an God of War 3. Und da oben ist die Rotunde des Olymps. Die wo, also in God of War 3, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, waren wir ja quasi in der Welt von Hades und da haben wir unter anderem mit diesen 3 großen Richtern zu tun gehabt. Die haben wir am Ende dann auch zerstört, weil die halten quasi die Kette des Schicksals, die wo mit dem Olymp verbunden ist. Und es ist eine Anlehnung quasi, also eine Reise zurück in seine, also es ist wirklich eine Reise in seine Vergangenheit, buchstäblich. Links von Kann gerade nicht schauen. Michi, danke dir für deinen Raid. Hobbitiere, merci dir. Wie war der Summoners War Stream? Wer tut sich denn freiwillig an Heiligabend Summoners War? Ich verstehe die Frage nicht. Merci dir. Wie geht's da? Frohe Weihnachten an dich und deine Community. Soll lieb grüßen von Michael und der Hedelium. Diego Habitere. Ja, ich verstehe die Anlehnung. Wie war euer Stream? Aha, das haben wir ja vorher schon mal gehabt, ne? Leichter Runenangriff, ziehen sie alle genau an sie heran, bevor sie einen weiter bestimmen. Ja, genau. Dann haben wir jetzt 2 Runenangriffe tatsächlich. Okay. Morgen, frohe Weihnachten und viel Spaß. Das ist Fabso vom 500er Troll da. Den kenne ich auch noch, ja. Ja, frohe Weihnachten. Oder euch, besser gesagt. Ich hoffe, es war nicht ganz so salzgeladen bei euch. Ah, Erinnerungen aus Midgard. Die Welten, die wir besuchen, scheinen keine festgelegte Ordnung zu haben. Wessen Stimme haben wir gehört, als uns Valhall vom Thron zurückgeholt hat? Du hast sie auch gehört. Ja, er schuldet dir etwas, sagt er. Vielleicht ist das jemand, der uns helfen kann. Eher nicht. Er war ein Gott Griechenlands und wir mochten uns nicht. Und damit meinst du... Ah, ich verstehe. Hier herrscht kein Mangel an alten Geistern. Und mit hier meine ich deine Erinnerungen. Können wir mal festhalten, dass die Spei optisch eine brutale Wucht ist. Am Anfang schon, aber dann ist es gegangen. Also bist quasi ein bisschen geclimbt. Sehr gut. Soll das Spiel nicht voll schwierig sein? God of War? Na, eigentlich nicht. So, da haben wir jetzt, können wir jetzt wieder ein bisschen Geld ausgeben. Na, können wir nicht. Ach doch, kann man schon. Da ich weiß, dass der ziemlich stark ist, nehmen wir den, oder? Grafik ist wirklich brutal, ja. Aber das war God of War schon immer. Okay, in der Tier geht's dann weiter. Oh, rund diese Kisten. Mal schauen, wie man da hinkommt. So wahrscheinlich. Meisterungssiegel, ja, das ist gut. Da ist wieder so ein Portal. Da ist zu, da ist nochmal Kisten, sehr gut.
Ja, jetzt bin ich mir halt nicht sicher, müssen wir da weiter, wo diese komischen Portale haben, wieder unter, also dieses komische, ne? Oder müssen wir bei den Tieren weiter? Das finden wir jetzt einfach aus, so irgendwie süß. Mysterium der Sonde. Durch das Besiegen vom Valhalls Auserwählten werden die aufsteigenden Sonde freigeschaltet. Das bleibt zu, bis Valhalls Forderung erfüllt ist. Ah, okay. Ja gut, das heißt, wir müssen bei der Tier weiter. Alles klar. Dahinter, okay. Aua. Hinter dir, pass auf! Putzen grobe Nasch. Soll ich jetzt nur ein paar Geschenke einpacken und gleich jetzt vakuumieren, aber schau später nochmal rein, beziehungsweise bin im Werk Michi. Danke dir nochmal für deinen Raid. Leute, schaut gerne mal bei Michi vorbei, das ist ein Arbeitskollege von mir. Streamt, wenn er streamt, eigentlich nur Summoners War oder meistens Summoners War, habe ich früher selber gespielt. Aber lasst gerne ein bisschen der Liebe da. Bitte, Dankeschön. So, Rage wiederherstellen oder Segen der Stärke? Stellt sofort einen moderaten Teil von Kratos Rage wieder her oder Segen der Stärke? Nehmen wir Segen der Stärke, weil mehr Wumms, mehr gut. Weil Rage ist eh fast voll an der Stelle. Von daher. Okay. Also dieser Thron vorhin. Hast du ihn erkannt? War er dir vertraut? Es war meiner. Der Thron, den ich Ares wegnahm. Ein Thron der Monster. Ah, eine Manifestation der Angst der Macht. Ein Symbol, über das du nachdenken sollst. Ein Symbol, das ich ablehne. Wodurch sich das Thema aber nicht erledigt. Ein Symbol lässt sich nicht töten, zerstören oder ignorieren. Besser ist es, es zurückzuerobern, neu zu definieren. Oh, das zu ist Kisten. erkennen, nicht der Thron zählt, sondern der Gott darauf. Okay, da war vorher der Thron drin, wenn wir da aufgehen. Dann gehen wir mal da weiter. Okay, scheinbar hat jetzt das permanent was mit diesen Göttern da zum da auf jeden Fall. Nicht mit diesen Göttern, mit diesen Richtern. Achtung! Über dir!
Heilige Scheiße, ey. Bonusklüppe. Okay, wir kriegen mal Ausweichfokus, moderate Glückschance auf einen Runensegen bei einem Ausweichmanöver in letzter Sekunde. Unerbitterliche Macht. Combo-Abschlussangriffe haben eine hohe Glückschance, Charakterstärke und Widerstand gegen Taumeln eine Zeit lang zu erhöhen. Bisher sieht gut aus. Zwei Kämpfe hintereinander? Valhall wird anspruchsvoller. Hinter dir, Vorsicht! Noch ein Nachtmann! Von links! Eingefroren! Oh no. Der regeneriert sich. Achtung! Über dir! Hinter dir! Vorsicht! Ach so. Rechte Seite! Valhall hat diesen Feind für mich ausgewählt. Ich ahne, dass noch mehr Gegner wie dieser warten. Ich glaube, der Gruppe ist hier. So verdienen wir uns unseren weiteren Weg. Einfach mal Keule ganz dezent an den Kopf aufgesetzt. Okay, was haben wir da? Waffenglyphe. Mörder Gesundheitsschub. Moderate Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Tötung mit Speer. Das ist gut. Betäubungsangriffe gegen Gegner R3 gewähren einen Rage-Schub. Ist aber auch nicht schlecht. Dann nehmen wir die fast einen Rage-Schub, weil unser Rage ist darauf ausgelegt, dass wir uns heilen. Und wenn wir jedes Mal einen Betäubungsangriff schaffen, kriegen wir da ein bisschen einen Schub. Also sprich, einen Gegner mit R3 quasi hops nehmen. Und es ist nicht auf den Speer begrenzt. Der Weg dürfte jetzt frei sein. Sollen wir? Ja. Da sind wir Adobe. reingekommen, Bruder. Also die Hauptmission ist wieder da unten jetzt, oder was? Valhalls Auserwählte geschlagen einer. Okay. Da geht's dann da wieder zum Thron weiter, da wo wir vorher rausgeflogen haben. Oha. Fiske. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Also, was er in dem Jahr Rente nicht verlernt hat, ist Gegner ziemlich krass hinzumeucheln. Gefällt mir. Gesundheitswiederherstellung oder Segen der Beständigkeit? Ja, unsere Gesundheit ist eh fast voll, dann nehmen wir Segen der Beständigkeit. Freunde der Sonne, was sagen wir denn bisher zum DLC von God of War? Also Santa Monica Studios mag gern zerfetzte Leute. Ja, genau. Definitiv. Oh, da haben wir wieder beim Thron. Herzlichen Glückwunsch, alter Freund. Du kommst in Valhall wirklich ganz schön rum. Wo ist Mimir? Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Nach all der Zeit? Hast du nicht mal ein Hallo für eins deiner verheißungsvollsten Opfer übrig? Hallo, Helios. Wo ist Mimir? Woher sollte ich das wissen? Warum suchen wir nicht nach ihm? Hm? Walleck, ich hab grad vor mir, wie der Kratos an Helios in God of War 3 gnadenlos die Rübe vom Hals zieht. Alter, wir haben jetzt einen Helios dabei, den wo der... Alter, Freunde der Sonne, gibt's unser God of War Remake. Bitte gibt's... Wenn ich mir allein anschaue, wie geil der Trunk macht, ist jetzt... Ne? Imagine Santa Monica Studios macht ein Mortal Kombat. Ja gut, okay, Mortal Kombat ist auch schon richtig brutal. Das glaube ich, kannst auch gar nicht mehr recht viel brutaler machen. Ne? Ist hier richtig gut gelungen, ja, aber hundertprozentig. Definitiv. Helheim. Quasi die Unterwelt. Also, was gibt's Neues bei dir, Kratos? Hast du kürzlich eine neue Götterwelt ermordet? Irgendwelche Völker durch die katastrophalen Folgen deines Handelns ausgelöscht? Einstige treue Verbündete verraten? Du musst mir unbedingt von der jüngsten Saga deiner blutigen Rache berichten. Das bin ich nicht mehr. Sag jetzt nicht, du bist weich geworden. Das glaube ich niemals. Einmal Spartaner, immer Spartaner. Nein, mir kannst du nichts vormachen, Kratos. Wie sagt man doch? Vor einem Sonnengott kann man sich nicht in den Schatten verstecken. Das sollte wirklich ein Sprichwort sein. Ja, und letzten Endes hat er da trotzdem deinen Ruhm vom Hals abgezogen. Also, was willst du eigentlich? Aber ich finde es richtig... Wie kommt man denn auf sowas? Ne? Die nehmen jetzt einfach, die greifen Apps aus der vergangenen God of War Saga aus, die wissen genau, hey, ein Helios, der Kratos hat einen Helios am Hof abgezogen, den setzen wir jetzt da hinten hin. Richtig geil. Richtig gut aufgegriffen, sinnvoll aufgegriffen. Wenige Studios, die was können. Santa Monica gehört definitiv zu diesen Studios, die was können. Definitiv. Also, das Dekor kommt mir langsam recht bekannt vor, oder? Eine mächtige Kette. Wie verheißungsvoll. Du hattest schon immer so viel Glück mit Ketten. Das wird alles großartig für dich laufen, das spüre ich. Jetzt will ich nur mehr God of War Remake haben.
Okay, da ist das. Boah, leck, die haben jetzt da so ein bisschen die griechische Ding mit eingebaut. Diese Säulen zum Beispiel, das ist alles. Na bitte. Trautes Heim, Glück allein. Mit mich am Arsch. Santa Monica, wenn ihr das hört, bitte gebt's unser God of War Remake. Please, just do it. Oder sogar die Speere, das sind jetzt so richtig kleine Details aus den vergangenen Spielen. Diese Speere, diese Speerwand, diese Absperrung, das war aber damals, wenn du eine Gegnerwelle hast besiegen müssen und du bist erst dann durchgekommen, wenn du alle besiegt hast. Ein Remaster von 1 bis 3 auf neue Konsolen und God of War in der Form bei den Griechen. Ich darf es in der Form auch nicht mehr, aber ganz ehrlich, wenn es irgendwie ein God of War remaken, also das 1er, 2er, 3er, ist doch völlig wurscht, dann war es cool. Also ich darf es noch besser finden, wenn es wieder so in der klassischen Hack-and-Slay-Mechanik gemacht werden darf, so wie es früher war. Weil ich glaube, heutzutage gibt es kein klassisches Hack-and-Slay mehr. Und das haben sie halt einfach können. Oder sogar die Krüge. Schaut euch das mal an. Ne? Diese ganzen Details. Weißt du, man muss halt mal so sagen. Die haben jetzt im Endeffekt so ein bisschen schon diese ganzen Programmier- und Design- und Remaster-Sachen im Endeffekt schon in Tank genommen. Die Modellierung von der ganzen Geschichte ist bereits getan. Also rein theoretisch könnten die jetzt einfach die Basis hernehmen und sagen, okay, wir machen jetzt aus dieser griechischen Ding da, machen wir einfach ein neues Spiel. Oder was heißt, wir remaken einfach eins. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du einen Programmieraufwand noch mal machen musst. Aber wenn man mal überlegt, wie brutal das ausschauen wird. Dieser Raum weckt sicher Erinnerungen. War das nicht die Opferkammer, in der du einen athenischen Soldaten hast verbrennen lassen, nur um an dem Raum vorbeizukommen? Ach ja, die wilden Tage der Jugend. Du musst sie wirklich vermissen. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. War das God of War 2? Das glaube ich war God of War 2. Was hast du vor, Kratos? Willst du mich etwa opfern? Schon wieder? Alter, das ist der Gegner aus Griechenland.
Die haben Du so... musst mich wohl weiterschieben, wenn das was werden soll. Die haben sogar die kleinen Gegner, also diese Gegner, die wir da gerade gesehen haben, diese komischen, ich sage jetzt einfach mal Zombies, das waren die ganz normalen Standardgegner aus den ersten 3 God of War Spiele. Die haben sogar diese Gegner remaked. Oh, gut. Du siehst mir in die Augen, während du mich ins Verderben schiebst. Das macht die Sache so viel persönlicher. Zeig mir wirklich, woran ich bin. Besonders nachdem du dich so lange damit gequält hast, was du tun sollst. Ach, wenn die Leute erfahren, wie widerwillig du mich den Flammen geopfert hast. Ich glaube, ich riech für 2024 oder 2025 eine Überraschung. Ich enttäusche dich, du Volltrottel, aber ich bin ein Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon geredet. Ich habe Angst vor etwas Feuer, das könnte nach hinten losgehen, Kratos. Vielleicht nehme ich seine Macht auf und erreiche meine finale Form. Vielleicht explodiere ich und reiße dich mit. Lassen wir uns überraschen. Das wird toll. Alter, das ist die Klinge des Olymps. Alter, die Muse. Walleck, das DLC ist jetzt schon nach ungefähr 1,5 Stunden eine 12 von 10. Santa Monica, holy fucking shit, was habt ihr da gemacht? Ich Was? könnte dir einen Hinweis geben, aber ich glaube, du wüsstest das nicht richtig zu schätzen. Dann habe ich ein kleines Weihnachtsgeschenk, meine. Sony hat kürzlich die IP God of War, The All God of War und Uncharted, The Legendary Thief rechtlich schützen lassen. Und erfahrungsgemäß lässt Sony nur Namen rechtlich schützen, wenn dahingehend etwas geplant ist. YBO, es gibt ja, haben wir vorher kurz geschmatzt, wie der Dampf da war, es gibt ja momentan diese Gerüchteküche, dass Sony an einem Remake bereits arbeitet, beziehungsweise Santa Monica wohl bereits an einem Remake arbeitet. Und das stützt das Ganze jetzt so ein ganz kleines bisschen mehr. Das ist natürlich jetzt ein wenig aus der Luft gegriffen, aber durch das, dass die einzelnen Gegner und auch einzelne Segmente in diesem DLC bereits neu programmiert haben und quasi grafisch überarbeitet haben, lässt stark darauf vermuten, dass dahingehend bereits eine Arbeit geleistet wurde. Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass 2024 oder 2025, was God of War angeht, ziemlich interessant werden kann. Zumal es ja auch Gerüchte gibt, dass quasi das nächste God of War wohl in Ägypten spielt. Aber wie gesagt, das ist halt nicht aktuell nur Gerüchte. Immer kräftig schieben. Na los! Aber ich sag das, wie es ist, ich war sowas von dabei. Solange die Qualität und die Spiele auf dem Niveau ist, wie das, wie Ragnarök war, Rudi, da kaufe ich Ich kann Spiel. nicht glauben, dass du mich rösten willst, weil du dir einbildest, dass Valhall das von dir erwartet. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass deine Instinkte nur willkürliche Gedanken sind, die durch deinen Kopf spuken und nicht zwangsläufig wahr sind? Hä? Denk mal darüber nach! Aber schnell! Ein Opfer bringen. Gaming-Affe! Und damit guten Morgen. Ich wünsche euch allen eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit mit euren Freunden und der Familie und bleibt anständig.
Ave, danke dir für deine 7er Stream-Serie. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir natürlich auch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest für dich und deine Familie. Ich hoffe, du hast eine angenehme und schöne Zeit. Willkommen zum God of War Stream. Der jetzt schon eine 12 von 10 ist. Du willst mich also echt einfach verbrennen und sehen, was passiert? Du hast dich echt nicht im geringsten verändert. Bruder? Was mache ich hier drin? Mimir. Oh oh. Mimir. Oh, Brudi, jetzt pressier's aber. Was ist das? Nein. Nein! Hol mich hier raus! Bruder! Was ist das? Hilf mir! Ich versuch's ja! Bitte! Bitte! Hab keine Angst. Wir Walleck. gehen nur zum Tor zurück. Das glaube ich nicht! Ich glaube, du hast Valhalla kaputt gemacht! Oh! Ich glaube, das war's, Bruder. Bringen wir euch hier raus. Sigrun! Liebling! Du brennst! Ich dürfte gar nicht hier sein. Oh, holy shit, was ist denn jetzt abgegangen? Mimir! Sigrun, du schaust nicht gut aus. Armes Ding, sieh dich doch nur an. Das hättest du nicht tun sollen. Das heilt, Dummkopf. Nicht so bei dir und Kratos. Aber ihr seid jetzt sicher. Sigrun, es tut mir leid. Ich war so töricht, Später, Liebling. Lass mich mal kurz. Wir stehen ewig in deiner Schuld. So wie ich in deiner Schuld stehe. Herrin! Hör auf. Du hast mich schon in schlimmerem Zustand gesehen. Da bin ich mir nicht so sicher. Was? Nichts, was er nicht heilen könnte. Das könnte eine Weile dauern. Na los. Kratos. Geh wieder da rein und tu, was du tun musst. Also ich sag's jetzt nochmal dazu, ne? Dieses DLC ist kostenlos. Das kostet keinen Cent. Und das ist nicht einfach nur so liebloser Hingrotz-DLC mit irgendwelchen... Das war ja, gelinde gesagt, zum Fürchten. Eben noch bin ich in einem Wald und dann in einem flammenden Käfig. Du hast dich in Helios verwandelt und wieder zurück. Es war unvorhersehbar. Du sagst es. Die Frage ist, sind wir zu weit gegangen oder zu weit gekommen, um aufzuhören? Wir werden nicht aufhören. Ich muss mich dem stellen. Ich weiß, Bruder. Das ist nicht einfach irgendwie nur so eine lieblos hingerotzte Scheiße, da wo du sagst, ja, wenn es das DLC Overlands kostet, kriegst du eine zusätzliche Rüstung oder was, oder ein paar Punkte. Das ist After-Story-Content, was wir mir da kriegen. Und der ist qualitativ, finde ich, fast schon noch hochwertiger als das Main-Game selber. Wer sagt, dass man Selbstverbesserung nicht kaufen kann? So, was haben wir jetzt da? Wir haben jetzt 112 von denen Meisterungssiegel. Kritische Gesundheitssiegel. Wenn Kratos mit kritisch niedriger Gesundheit aus dem Kampf kommt, stellt er sie bis auf 10% wieder her. Was ist jetzt? Er stellt es her, dass er wieder 10% hat, oder er stellt so weit her, also bis auf 90%. Gesundheitsplünderer. Kratos stellt 3% seiner Gesundheit wieder her, wenn er legendäre Truhen und Risse plündert. Okay.
Auferstehungsstein zu Beginn. Beginnen Sie jeden Versuch mit einem Auferstehungsstein. Das ist gar nicht einmal übel, wenn du mich fragst. Sei merci dir für den Lurk und einen guten Appetit wünsche dir. Das kostet allerdings einen göttlichen Triumph. Haben wir mir bei Gesundheit voll? Ja, haben wir. Okay. Na gut, wir können aber unsere Gesundheit dauerhaft erhöhen. Das war natürlich, glaube ich... Wo wir auf alle Fälle die Rage noch einmal. Ja, der Money war vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Dann sparen wir jetzt die Zähne, weil alles andere, glaube ich, bringt mir jetzt gerade noch nicht so viel. Und dann holen wir uns auf alle Fälle den Auferstehungsstein. Das heißt quasi, wenn ich stirb, bin ich quasi nicht raus, sondern dann kriege ich noch mehr Leben dazu. Das sparen wir dann quasi auch noch. Okay. Tafel des Einflusses. Hier freigeschaltete Verbesserungen sind permanent und wirken sich auf Valhall selbst aus. Okay. Was haben wir jetzt da? Die wertvollste Ressource im Valhall. Sie wird für die mächtige Verbesserung an den Ufertafeln verwendet. Bleibt bei Tod erhalten. Also da brauchen wir die Wappen. Okay, und Echos zu Beginn. Was ist das? Betreten Sie Valhall mit 100 flüchtigen Echos. Und Meisterungssiegel-Topferhöhung erhöht die Chance, Meisterungssiegel aus zerstörbaren Töpfen zu erhalten. Diese seltenen Töpfe haben eine leuchtende violette Aura und sind überall in diesen Gegenden versteckt. Okay, und was haben wir da? Angebote, leichter Runenangriff-Verbesserung. Sehr geringe Chance, leichte Runenangriffe zu finden, die bereits auf Stufe 2 verbessert sind. Sehr geringe Chance, schwere Runenangriffe auf dasselbe. Mit Anzahl, erhöht die Anzahl der Glyphen, die von Tafeln der Anstellungen in den äußeren Welten verkauft werden, auf 2. Das check ich jetzt nicht so ganz, aber... Da warten die zwei eigentlich nicht schlecht. Dass du von Haus aus einen Runenangriff kriegst, der wo schon um eins verbessert ist. Bin mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich nehme jetzt einfach mal das. Okay. So, Vermächtnis. Eine manifestierte Erinnerung an deine Vergangenheit. Eine gefährliche Erinnerung. Die glitzert jetzt auf jeden Fall. Drücken Sie R, um die Klinge der Sonne zu benutzen, sie Angriffe auszuführen, aufgeladen werden können, um zusätzlichen Schaden zu verursachen und eine kleine Menge zu heilen. Durch das Parieren von Angriffen mit 1 und das Töten von Gegnern kann eine kleine Menge Rage wiederhergestellt werden. Verlassen Sie diesen Zustand. Bonus erhöhter Anstieg vom Meisterungssiegel bei diesem Versuch. Ja, okay, das nehmen wir jetzt einfach mal. Und da haben wir ein Steinmauerschild. Ausweichklingen bloß vom Frostwachen. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Frostbruch und frostiger Aufstieg. Erhöht drastisch die Stärke der Fähigkeiten Wirbelchaos und... Das? Jetzt sind natürlich die ganzen Angriffe auch wieder weg. Okay. Oder kriegen wir 2 Drohnen? Warnengift und Elementarbekämpfer erhöht den Schaden, der durch die Fähigkeiten Flammen löschen und Frostverdunster verursacht wird. Warnengift. Angriffe mit bloßen Händen, Paraden und Blocks haben eine hohe Glückschance, zusätzlich Schaden zu verursachen
und Gegner zu vergiften, was deren Kraft verringert. Das ist richtig OP. Gift verringert die Stufen der Gegner. Und das war damals auch mein Endgame-Bild, der wo mit Gift gehandhabt wurde. Bis des Winters um Filb und Winternebel. Den habe ich damals in meinem Endgame-Bild drin gehabt. Ja. Okay, jetzt haben wir in Vanaheim. Eine Erinnerung aus Vanaheim. Bitte erinnere dich nicht an die explodierenden Pflanzen. Oh Gott, hör bloß auf mit den explodierenden Pflanzen. Du erinnerst dich an einen Ort, als Helios deinen Platz einnahm. Ich glaube, ich habe das nicht erwähnt, als wir gefallen sind. Aber ich war in einem Wald. Wie in meiner Jugend. Sogar mit meinem alten Körper. Es war wie in einem Traum. Möchtest du dahin zurück? Wahrscheinlich schon. Ich bin besorgt und neugierig. Ich schätze, meine Erinnerungen liegen auch offen. Vermutlich bleibt es nicht bei den angenehmen von Ihnen, oder? Unwahrscheinlich. Okay, da gibt es jetzt auf alle Fälle wieder 2 Tieren. Und wahrscheinlich haben wir da den auserwählten Gegner aber noch nicht besiegt. Oder geht ja eigentlich gar nicht, weil wir haben ja gerade erst wieder eine Gegner. Ja, das ist zu, okay. Da hinten war der Truhe. Die ist aber wahrscheinlich gesperrt, oder? Ja, denke mal. Gut, dann gehen wir in eine von den Tieren. Symbolglossar. Die Symbole auf den Toren zeigen, was vor ihnen liegt und können beim Treffen von Entscheidungen helfen. Öffnen Sie das Menü und drücken Sie dann L3, um Symbolübersicht anzuzeigen. Was? Was? Wie? Ah, Symbolhilfe. Es ist so ein Frostzeichen. Runenangriff-Glyphe heißt das. Das heißt, da kriegen wir Runenangriff-Glyphe drinnen. Haben gestern auch wieder mal God of War gespielt. Zwischen 7 und 16 Frames. Hä? Wie? Was? Wo? Was für God of War? War aber dann kein Nice nicht, oder? So, und das, der komische Kelch, ist eine Waffenglyphe. Dann nehmen wir mal das. Das ganz normale, also God of War 3 quasi. Über dir! Bifrost! Hinter dir, pass auf! Hallo, kommst du noch mal rüber? Engel, linke Seite! Hinter dir, Vorsicht!
Überall Bifrost! Du dumme Sau, du nervst mich. Einer noch! Hey, ein netter Trick! Da hat Valhall dir aber eine tolle neue Kraft beschert. Das Schwert steckt hoffentlich nicht voller schlimmer Erinnerungen. Was denkst du denn? Okay. Kattel, hab ich dir, grüß dich gut, guten Morgen, Mahlzeiten. Frohe Weihnachten, danke dir. Ich wünsche dir natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dir geht's gut. So, was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Gesundheit lassen müssen, ne? Aber das macht nichts. Mal schauen, wie hinkriegen. Auf Steam hast du keine DLCs? Von was, also, redest du jetzt von einem God of War von 2018, beziehungsweise von Ragnarök, oder redest du von den alten God of War Teile? So. Mörderstärke oder Frostbeute? Moderate Glückschance auf einen Frostrunensegen beim Einsatz der Axt, wenn ein eingefrorener Gegner getroffen wird. Hohe Glückschance auf eine Gabe der Stärke bei der Axttötung. Ja, das ist nicht mehr das. Das ist hoffentlich sowieso. Weil auf Steam gibt es nämlich nur 2 God of Wars. Oder eigentlich nur eins. Es gibt nur eins, weil das Ragnarök gibt es noch nicht auf Steam. Müsste dann das aus 2018 sein. Andi Habitäre, grüß dich gut. Alkoven der Opfergabe. Bei uns in der Nähe gibt es auch einen Ort, der heißt Alkoven. Die wird dir einen Preis abverlangen, Bruder. Halt's Maul, du kannst dann Gesundheit opfern, damit du... Walleck. Ja, das nehme ich noch eher. Jetzt Garage. Vollendete Macht, Combo, Abschluss, Angriffe verursachen erhöhten Schaden. Zornige Macht, die Aktivierung von Rage bei gefüllter Rage-Anzeige erhöht für kurze Zeit jeglichen hinzugefügten Schaden. Also das. Veröffentlicht wurde es 2022. Ja, das ist das God of War, also der Vorgänger von Ragnarök im Endeffekt. Der erste Teil der neuen Saga sozusagen. Da hat es keine DLCs nicht gegeben. So. In Österreich gibt es auch Alkoven. Also wahrscheinlich, vielleicht waren wir gerade in Niederbayern oder halt in Österreich und wir wissen es gerade nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Dann müssen wir da rauf. Andi, alles gut bei dir? Aber damit da können wir doch bestimmt wieder... Ich würde etwas kurzzeitige Hilfe nicht ablehnen. Ja, finde ich auch. Und am England Rage stellen wir uns auch wieder her. Passt, auf jeden Fall sinnvoll investiert. So, da haben wir irgendwie... Cooper Amari, wo kommst du denn her? Ich komme aus Niederbayern, aus dem Raum Passau. Das ist an der Grenze zu Österreich. Ja, genau. Ich bin quasi Niederbayer, sozusagen. Geht soweit gut, Dankeschön und selber. Du, ich kann absolut nicht klagen. Ja, also bei so einem hammergeilen DLC, was wir da bisher geliefert kriegen, mit God of War, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. So, jetzt muss ich wieder schauen, was sind jetzt das wieder für Symbole? Das eine ist so ein komischer Kreis. Flüchtige Echos und das andere ist Meisterungssiegel. Du, da sag ich da ganz ehrlich, oder ist das Meisterungssiegel? Oder ist das eine gemischte Glyphe? Das ist eine gemischte Glyphe. Ja, dann nehmen wir gemischte Glyphe. Bist du auch Niederbayer? Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Gegner wo? Ach, da unten.
Vorsicht! Achtung! Über dir! Die dumme Sau weicht einfach aus. Alter, wie der instant vergiftet wird. Du bist der Landshuter. Sehr gut, ja, du bist gar nicht weit weg von mir. Dann kennst du Boss auch quasi eh. Sehr schön. Haben wir jetzt, mittlerweile haben einige aus der Community, die wohl in relativ naher Umgebung haben. So, was haben wir jetzt da? Nahkampfangriffe geben, Vergifte geben, versuchen wir schauen. Du, wir haben gerade ein Gift-Setup, machen wir. Reden wir doch über das Bild von dir im Schrein, das wir ständig sehen. Wenn Valhall das immer wieder aus deinem Kopf zieht, muss es dir etwas bedeuten. Ist vielleicht die Vorstellung, geliebt und respektiert zu werden, ein Fünkchen besser als die Alternative? Hör mich an. Und vergessen wir kurz, dass ich der größte Mann der Welt bin und so. Aber wäre Freyas Rat nicht eine Möglichkeit, diesen Pfad zu beschreiten? Ihn zu verdienen? Dann würde ich es aus dem falschen Grund tun. Ehrgeiz ist Gift. Also wirklich überzeugt ist er noch nicht, dass er Kriegsgott werden soll. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal die Tiere mit Gesundheit, weil Gesundheit schaut uns gewissermaßen nämlich nie. Und da werden wir ja noch nicht eine Kinder, vermute ich jetzt einfach mal so ganz frech. Ja, denken wir. Passau sind ca. 120 Kilometer von mir weg. Ja, genau. So ungefähr eine Stunde vorher die nach Landshut. In etwa. Linke Seite! Schildschlag, jetzt! Oder die Kombo ist brutal. Axt, Viererwerfer, dann mit bloßer Hand und Schildangreifer Gegner vergiften und dann unfassbar viel Schaden drucken. Das ist richtig heftig, der Bild. Holy shit. Leck mich am Säbel. Oh, da ist wahrscheinlich... Da unten kommt fast wahrscheinlich Boss. Segen der Sicherheit, was ist das? Also da kriegen wir... Stellt sofort einen moderaten Teil von Kratos Gesundheit wieder her. Haben wir zwar recht fei. Segen der Sicherheit. Uns gehen 27 Leben ab. Im Vergleich zum Maximal. Ja, machen wir aber trotzdem. Vor einem Bosskampf habe ich lieber gern volle Gesundheit. Hinter dir!
Den Oh, hi. Fighter hat Valhall markiert. Vorsicht vor dem Schwanz! Ha! Ich wusste, du kriegst den. Easy. Schlitzendes Ende. Füge eine Schmetterwelle zum Ende der Axt R1-Kombo hinzu. Und was haben wir da? Segen der Ehre. Gibt Stärke, Runenkraft und Vita. Nehmen wir das. Bereit für den nächsten Bereich. Der Weg dürfte frei sein. Armes Brumme, okay. Da bin ich gespannt, was jetzt auf uns wartet. Oh, hi. Holy shit. Reliquienladungen. In Valhall besitzen Reliquien extrem kurze Abklingzeiten, aber eingeschränkte Ladung. Aktivieren Sie eine Reliquie mit L1 und Kreis. Sie können entscheiden, sie aufzuladen, wenn Sie eine Tafel der Anstrengung besuchen. Okay, Heft von Riedel. Lösen Sie eine Schockwelle aus, um Gegner unter Strom zu setzen. Verzehren Sie Raum und Zeit, indem Sie eine Weltenverschiebung. Das ist okay. Wir haben es nämlich verlangsamt. Oh, ich verstehe. Hier oben verwahren sie offenbar die urzeitlichen Welten. Reden wir nochmal über das Bild von dir im Schrein. Ich gebe zu, Ehrgeiz kann gefährlich sein, aber dein Ehrgeiz dreht sich darum, Leuten zu helfen, nicht Ruhm zu ernten, oder? Die Welt besser, sicherer zu machen. Ich glaube, dieses Bild symbolisiert deinen Wunsch, einen gerechten Weg zu gehen. Valhalls Winkel mit dem Zaunpfahl. Du bist sicher, dass Freyas Angebot das Richtige für mich ist? Für die Welten? Ich glaube, wir sind hier, um das rauszufinden. Auf die eine oder andere Art. Oh, das ist auch geil. Axt-Einstimmung. Stimmt die Leviathan-Axt auf die Erinnerungen an betäubenden Frost in Niflheim ein und erhöht ihren Basisschaden. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Immer natürlich. Oh ja, schön frostig, ne? Passt ja perfekt zu Weihnachten.
So ein Arschloch. Niflheim ist eine norwegische Black Metal Band, voll furchtbar. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Black Metal ist nicht so mein Musikgenre. Ein paar Schneemonster, ja, ein paar Yetis-Idioten. Wir sind jetzt bei diesen Statuen. Richter, meintest du? Vielleicht korrespondieren die höheren Ebenen Valhalls mit den tiefsten Winkeln deiner Erinnerung. Das Backtracking ist natürlich auch geil gemacht vom Leveldesign her, ne? Wie ich 16 war, haben sie getaugt. Okay. Ja, wie gesagt, so aus der Black Metal-Szene, da kenne ich mich halt absolut. Also ich höre schon Rock und so Zeug und Metal, aber jetzt Black Metal ist halt so absolut nicht meins. Hallo, ich bin's wieder. Wenn ich dich schon tragen muss, mach dich nützlich. Sag mir, was du im Kampf siehst. Zu Befehl, Arschloch. Ach, jetzt mal, wenn ich da herkomme, switcht er mit mir quasi zum Helios. Oh, meinetwegen brauchst du dich wirklich nicht hetzen. Füllt alle Ladungen für die derzeit ausgerüstete Reliquie. Ja, herzlichen Glückwunsch, das kostet 750. Brauchen wir jetzt aktuell nichts leisten, weil ich bin broke. Ich würde sagen, das kann man doch garantiert kaputt machen. So, die kosten wahrscheinlich wieder Apps, oder? Kosten 500 flüchtige Echos haben wir nicht und da 250, die haben wir auch nicht. Fand's gestern geil, hab während ich in deinem Discord-Voice war, God of War gezockt und scheinbar ein bisschen komisch geschaut, aber meinte, ob ich mich gleich selbst verstümmeln will, so wie ich gucke. Achso, du warst bei mir im Voice, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Warst du allein oder war jemand dabei? In einem, jetzt habe ich in meinem gelesen, Entschuldigung. Sie haben mich ausgesperrt. Dann sehen wir uns mal in der alten Nachbarschaft um. Vielleicht treffen wir ja sogar auf alte Bekannte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zeitanzeige. Oh na, bitte kein Gegner. Bitte nicht auf Zeit. Die Gegnerschwierigkeit nimmt mit jedem ablaufenden Level des Timers zu. Der Timer stoppt bei der Rückkehr zu den aufsteigenden Sonden. Jetzt pressiert's quasi auch noch. Fliegende Augen mit Tentakeln? Nein, ich bin raus. Sieht einfach aus, wenn du dich damit begnügst. Falls es dir in deinem Blutrausch nicht aufgefallen ist, dein Ziel ist tot. Segen der Standhaftigkeit, Zähmung der Bestie 1. Eine Reihe von peitschenden Klingenhieben versenkt nahe Gegner. Drücken sie erneut R2 für weitere Hiebe.
mittelschwere Herausforderung. Mehr Anspruch, mehr Beute. Primitive Schlägertricks gefällig? Ah. Feuer von hinten, du Depp! Hier brennt's. Das ist eine nette Abwechslung. Du lässt dir ganz schön Zeit. Alter, die Muse. Ist doch auch harte Kämpfe. Erstmal. Uh-oh. Ich war da dafür, dass du Iblis einmal spielst, kenne nicht das Spiel, keine Ahnung. Bin jetzt erstmal raus, ab zur Familie Essen. Ich wünsche euch noch einen ruhigen und spannenden Stream und ein schönes Weihnachtsfest. Danke dir auch, dir natürlich auch. Merci dir fürs Vorbeischauen. Ich werde in wahrscheinlich 20 Minuten sowieso auch offline gehen, Start, weil ich muss ja dann auch zu meinen Schwiegerleuten im Endeffekt. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Weihnachtsfest und merci fürs Zuschauen. Okay, die flüchtigen Echos helfen mir jetzt weniger. Have der Resbazis Dabats 1 Herz. Mr. Werb, Habitäre, merci dir für deinen Resub im 25. Monat. Holy shit, vielen lieben Dank für deinen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin herzlich willkommen bei uns in der Basi-Gang und viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, du bleibst dabei. Wie geht's da? Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Vielleicht solltest du dich beeilen, sonst wird alles noch schwieriger für dich. Das Gesundheit ist gut für uns. GSC hupst. Ja, genau. Geht's nicht weiter? Au. Achtung, rechte Seite. Au. Ich muss den letzten Gegner finden.
Ah, da hinten. Untote Krieger? In Valhall? Das überflüssig, aber gut. Verlorene Krieger? Du bist so ein Unhold. Ich glaube, das waren alle. Der Weg sollte frei sein. Gewährt einen Segen der Abklingzeit bei Unterbrechen von doppelten Angriffen mit blauem Ring, zweimal antippen oder beim Parieren. Wir generell die Abklingzeit im Ober. Also wir haben ja schon 3. Moment einmal, dann kann ich ja da eigentlich eine, oder? Yeah. This is big brain time. Andi, das machen wir noch. Jetzt sind wir wieder da, okay. Es geht zurück zum Käfig, ja? Ich schätze, Valhall gibt dir eine zweite Chance. Rage ist voll. Aha, Bier. Jetzt geht es rund. Achtung, Sturzangriff. Oh, leck, ich hab den God of War schon nicht mehr, die scheiß Harpien. Was hast du dir diesmal ausgedacht, Kratos? Nein, warte, sag's mir nicht! Die Spannung ist nämlich das Einzige, was mich hier hinten wach hält. Das mag verrückt für dich klingen, aber vielleicht zählt es nur als Opfer, wenn du etwas aufgibst, das du schätzt. Wir wissen beide, dass ich das nicht bin. Sei still, Helios. Ein Zyklop. Boah, lecker Zyklop. Was wohl seine Schwachstelle ist. Rage-Entzug. Kriegische Gegner können Spartas Rage entziehen. Treffen Sie den verbundenen Gegner mit der passenden Waffe, bevor er Rage... Was? Kriegische Gegner können Spartas Rage entziehen. Treffen Sie den verbundenen Gegner mit der passenden Waffe, bevor Rage verloren geht. Jetzt kappt die Verbindung. Darf uns nicht knüppeln. Au. Zupfte, du Arschkeibe.
Weil ich find's richtig geil, dass die da so ein bisschen den Flair von den Soundtracks aus den griechischen Teilen mitnehmen. Da wären wir. Dann zeig mal, was du dir Brillantes ausgedacht hast. Kratos? Du sollst doch bestimmt nicht. Weißt du was? Vergiss es. Ich will das sehen. Bruder? Oh. Wo sind wir jetzt? Oh. Die Einladung war von dir. Ich hätte sie unterschrieben, aber ich wollte, dass du aus eigenen Gründen hierher kommst. Dann bist du keine Illusion. Leibhaftig hier, alter Freund. Was willst du? Ich weiß, womit du kämpfst, Spartaner. Ich verstehe es besser, als du denkst. Die Schande. Die Zweifel. Die Frage, auf die ich keine Antwort finden konnte, bis ich hierher kam. Vor Ewigkeiten. Und durch diese Tür geschritten bin. Was ist dahinter? Oh, das werde ich dir nicht verraten. Ich will dich vorbereiten. Warum? Weil ich es kann. Weil für uns das Kämpfen nur eine Beschäftigung ist, während unser Verstand arbeitet. Und weil... Oh, muss jetzt gerne kämpfen, oder was? Bist. Noch nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kriegsgott gegen Kriegsgott. Verzeihung! Warum genau greifst du uns an? Sieh es als eine Art Erprobung im Kampf, Mimir. Wenn Kratos mich überwältigen kann, wissen wir, dass sein Geist bereit ist. Ah ja. Alter, wo? Amüsierst du dich? Na, gerade eigentlich nicht. Ich hätte nichts anderes erwartet. Waffen hoch. Ein Angriff von olympischer Kraft. Kämpfe! Alter, der Angriff mit dem Speer ist mies. Ein Mann, der mit sich im Krieg ist, vernachlässigt seinen Fokus. Ah ja, herzlichen Glückwunsch. Emotional. Leicht zu überraschen. Ein Mann, der mit sich im Reinen ist, hat einen klaren Geist, scharfe Instinkte. Dieser Mann kann gewinnen. Dieser Mann kann voran. Du haben da ganz zum Aufwand um. Aber zum Ballern werden die Gegner da hops nehmen.
überlebt. Na los! Da ist das Feuer. Gut, Kratos! Na los! Ein Schild, Kratos, benutze ihn mal! Ja, wie denn, wenn mit der nicht los... Na los! Oh. Na los! Gut gemacht, Kratos. Ich gebe auf. Na gut. Vielleicht bist du jetzt bereit. Bin ich das? Ganz ehrlich, das kannst nur du wissen. Okay, first try, bitch. Shadow, aber die Ehre. Danke dir. Gleichfalls frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast eine angenehme Zeit. So, ist jetzt das Ende schon vom DLC, oder was? Das war's jetzt natürlich, ne? Blut, Schweiß und Tür. Ich bin nicht bereit. Noch nicht. Aber daran arbeiten wir. Zuflucht, Barriere, Schlüssel, göttlicher Trumpf, Weißdrucksiegel, Geistsiegel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Der Kreislauf. Neuer ewiger Auftrag freigeschaltet. Der Kreislauf. Dieser Auftrag gewährt göttlichen Triumph und wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn Sie Tür besiegen. Den Kreislauf findet man in Ziele unter Aufträge. Drücken Sie Pause, um das Menü aufzurufen. Ja, und jetzt? Ziele. Einen neuen Versuch starten, wenn bereit. Gewicht zwischen Disziplin und Kreativität. Aha. Wir haben viel getan und noch mehr zu tun. Okay. Der einzige wahre Gegner in Valhall bist du dir selbst. Zufluchtbarrieren. Schlüssel zum Aufschließen von Zufluchtbarrieren können jetzt bei der Tafel des Einflusses erworben werden. Es ist keine Schande, sich alles etwas zu vereinfachen. Okay. Ich hab 8 zu Schlüssel jetzt gekriegt quasi. Was haben wir jetzt da? Göttlichen Triumph? Ja. Echos-Begegnung, eine kleine Erhöhung der Menge an flüchtigen Echos, die durch das Besiegen von Gegnern erlangt wird. Okay, Echos zu Beginn, Siegel der... Genau, na warte mal, wir haben... Moment. Wo ist denn das? Warte mal, ist das da heruntergegangen? Moment. Da, Auferstehungsstein zu Beginn, den nehmen wir mal instant mit. Genau. So, und dann wird man noch ein bisschen... Ja, dann wird man auf alle Fälle unsere Gesundheit noch auf. Gesundheitsplünderer nehmen wir mal mit, weil wir doch recht viele Kisten und so Zeug aufmachen. Und dann erhöhen wir generell noch unsere Gesundheit. Und unsere Rage erhöhen wir auch gleich noch.
Gut, dann haben wir da, glaube ich, ganz gut investiert. Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Gehen wir noch ein wenig für die Stärke. Ja, dann nehmen wir Top auch noch mit. Okay. Dann haben wir da, glaube ich, recht gut investiert. Passt. So, wie ist jetzt das nochmal gegangen mit Speichern? Irgendwo hat man doch da speichern können, oder? War es nicht da rund? Ah, das war nicht. Nein, das war nicht da. Nein, du warst nicht. Hä? Wo ist jetzt das nochmal gegangen? Oder speichert der das jetzt automatisch? Gunnar. Ein Geschenk. Wie es scheint, ist jedes Hindernis nur ein Sprungbrett für dich. Ich höre, du magst Geschichten. Ich habe eine für dich. Ah. So, verzeih mir lieber mal, wie man speichert. Sind Sie sicher alle nicht gespeichert? Daten geben verloren. Ja, das ist jetzt eben genau das, was ich nicht will. Dein Fortschritt beeindruckt uns alle, General. Noch nie hat es jemand so mit Valhall aufgenommen wie du. Also, Reliquien können nun beim Start eines Versuches am Reliquiensockel ausgerüstet werden. Innerhalb von Valhall können Sie weitere finden und freischalten. Aktivieren Sie eine Reliquie mit... Genau. Das ist das mit der Weltenverschiebung. Wo ist das gewesen? Das sind die, wo ich jetzt hab. Mozokniers Ruf. Laden Sie das Schwert auf, um Gesundheit zu opfern, um Schaden basierend auf der verlorenen Gesundheit. Okay, nein. Drängen Sie Gegner kraftvoll zurück und halten Sie eine Schutzaura. Das hört sich doch gut an. So, mit dem Schmetterschild kriegen wir jetzt auf alle Fälle einen Bonus. Da wieder mit Mut, das ist gut. Ja, aber wo speichere die denn jetzt? Kann das mal schnell... Wie läuft eure Reise? Wir kennen jetzt unseren Gastgeber. Es ist hier. Thiel, sagst du. Oh ja, und nicht nur als Projektion. Ich wusste nicht, dass seine Verbindung zu Valhall so stark ist. Andererseits ist er auch wesentlich älter als ich. Faszinierend. Kann mal schnell einer bitte... Oder gut, ich kann es auch schnell selber machen. Wie speichert man da jetzt im Valhall? Das würde mich interessieren. Haben sie uns vorher erklärt, aber... Speichern. Automatisch speichern. Ja, passt. Easy. Na, Autospeicher, sag ich speichern. Na gut, okay, wenn es eine Autospeicherfunktion hat, dann ist es okay. Freunde der Sonne. Holy fucking shit. Was ist denn das für ein geiles DLC, bitte? Erfüllt bis jetzt mehr als meine Erwartungen. Wir erfahren mal einiges. Naja, was heißt einiges? Es ist halt eine Reise in seine Vergangenheit, ne? Aber das war ja schon fast zu vermuten, dass es so kommen wird. Aber unfassbar gut gemacht bisher. Muss ich wirklich... Da kannst du wirklich gar nichts sagen bisher. Also ich weiß nicht, wie lange das DLC geht. Ich hoffe, es geht noch ein paar Stunden. Ich kann euch schon mal hundertprozentig versprechen, dass wir mir God of War weiterspielen werden. Wir spielen das DLC definitiv on-stream fertig. Wir werden wahrscheinlich sogar beim nächsten Stream vermutlich sogar gleich damit weiter tun. Weil ganz ehrlich, jetzt habe ich richtig Blut geleckt an God of War. Wieder mal.
Also das ist einfach so faszinierend, weil die bringen God of War außer und es hält einen sofort ab. Du bist sofort irgendwie da Vollgas drinnen und ja, ich hab so richtig Bock jetzt da auszufinden, was genau am Ende an Kratos seine Entscheidung sein wird, ob er Kriegsgott macht, ja oder nein. Und was dann auch für Überraschungen auf uns warten. Da bin ich richtig gespannt drauf. Sehr, sehr coole Aktion. Eine sehr, sehr coole Sache. Mega Aktion von den Herstellern. Absolut. Da kannst du nur deinen Hut davon ziehen, dass die Hersteller so ein hochwertiges Spiel, dass da ein DLC rausbringen, das wohl nichts kostet. Ja, das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Das kostet halt einfach nichts. Andere hätten Umsummen verlangt und ein Klump geliefert. Das ist ja genau das. Ja, du kriegst ja nicht einfach jetzt, Santa Monica ist nicht hergegangen und hat gesagt, da habt ihr DLC, könnt ihr eine Stunde spielen, kriegst eine neue Rüstung fertig. Nein, sie liefern einen komplett neuen Content und haben sich Mühe gemacht, neue Sachen zu programmieren, all die Dinge neu zu verpackeln, also sprich an Helios, die ganzen Gegner aus Griechenland, die teilweise diese Gegenden, die wo mehr an das Griechische wieder erinnern, also einfach sich da Arbeit zu machen. Keine Ahnung, wie viel Arbeit das DLC gemacht hat. Die haben sich ja auch über ein Jahr dran gearbeitet. Konnte man vorstellen. Vor allem, nachdem sie ja eigentlich nach Release gesagt haben, es wird kein DLC nicht geben. Ne? Kannst du sagen, kannst 20 plus Stunden rechnen. Das ist gut. Ja, ich glaube, dass die Community ganz, ganz addicted ist, wenn es heißt God of War. Ne? Ich glaube, da können wir, glaube ich, nicht falsch machen damit. Quasi ein nice Spiel, so empfinde ich das zumindest. Ja, es wird halt, du musst schon, also du solltest die Handlung von God of War schon abgeschlossen haben, weil sonst kannst du vielem nicht folgen. Aber sie hängen einfach nochmal Story hinten dran. Ne? Die Story im Endeffekt, im Groben und Ganzen, wenn man es nochmal zusammenfasst, ist jetzt im Endeffekt, Freya möchte, dass der Kratos als Kriegsgott in der nordischen Mythologie quasi den Platz einnimmt, der dann dafür sorgt, der Kriegsgott in der nordischen Mythologie sorgt dafür, dass, wenn es Unstimmigkeiten gibt, der haut quasi auf den Tisch und der sagt dann, wo es lang geht im Endeffekt oder was gemacht wird. Der wahrt den Frieden. Ne? In der griechischen Mythologie ist das genau andersrum. Der Kriegsgott in der griechischen Mythologie schürt Krieg im Endeffekt. Und zumindest war das so in der God of War Erzählung. Und in der nordischen Mythologie verhindert er im Endeffekt den Krieg. Ja? Er schaut, dass er immer alles recht friedlich löst. Und der Kratos hat sich ja in der Persönlichkeit komplett gewandelt. Er ist ja nicht mehr der er mal war. Aber natürlich hat der Kratos sich selbst gegenüber Zweifel, weil er halt schon mal Kriegsgott war und das gehörig nach hinten losgegangen ist. Und da bin ich einfach gespannt. Einfach, dass dieses Detail aufgreifen und da eine Story draus machen, sozusagen. Eine Prüfung. Ist ja mehr oder weniger eine Prüfung, was der Kratos jetzt machen muss, sozusagen. Und das finde ich halt cool. Das ist nicht einfach irgendwas warm gemacht, sondern da ist sie hingesetzt worden und da ist sie hingesetzt worden und die haben gesagt, hey, was ist beim Kratos so Phase gewesen, all die Jahre, all diese Spiele über, kann man da irgendwas draus zaubern? So, und das sehen wir da drüben in dem DLC. Das, was der DLC kann, bringt oft ein ganz Spiel nicht zusammen. Andi, besser hättest du das jetzt, glaube ich, gar nicht sagen können. Das, glaube ich, hättest du jetzt besser gar nicht sagen können. Wir haben jetzt das DLC nicht ganz 2,5 Stunden gespielt. Und es liefert einfach ab. Von der ersten Minute an. Es liefert von der Atmosphäre, glaube ich, brauche ich sogar davor nicht viel sagen. Das hält die musikalisch brutal ab. Wenn man ein Lord Gänsehaut schon läuft, wenn ich irgendeine Musik höre, die mich an vergangene God of War Teile erinnert, dann ist das Spiel schon allein deswegen schon ein 11 von 10. So, es hält die von der Grafik her ab. Brauchen wir, glaube ich, über God of War auch nicht diskutieren, dass diese unfassbar gute Optik hat. Es läuft super flüssig. Das Spiel ist damals, Ragnarök ist damals fehlerfrei auf den Markt gekommen und das DLC ist auch bisher fehlerfrei auf dem Markt. So, und das zeugt einfach von dieser unfassbar hohen Qualität, die du da nochmal kostenlos kriegst. Ne? Du zahlst nichts dafür. Du kriegst ein unfassbar gutes Spiel und eine unfassbar gute Qualität. Laut dem Shadow 20 Stunden plus umsonst. Umsonst. In Zeiten des Kapitalismus. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ich habe jetzt für das DLC nicht 40, 50 Flocken hingelegt, sondern es war kostenlos. Du kaufst da quasi Ragnarök und kriegst da DLC noch oben drauf. So. Da brauche ich nicht mehr, sagen dazu. So. Das wird noch richtig knackig, der DLC hat Sinn. Das habe ich mir eben jetzt auch gedacht. Der DLC ist nicht einfach irgendwas random, sondern der knüpft einen Zusammenhang. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß ja nicht, wie er ausgeht.
Das werden wir erfahren, Freunde der Sonne. Das werden wir erfahren. Aber ich glaube, 2024 wird, was God of War angeht, unter anderem ein unfassbar interessantes Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass die bereits an Dingen arbeiten, die meinesgleichen richtig geil finden werden. Na, ich mag jetzt da nicht irgendwie Apps predikten oder sonst Apps und ich mag auch jetzt nicht zu viel Hype versprühen, aber es ist schon, die haben sich schon fast ein wenig zu viel Arbeit gemacht, als dass da nicht noch irgendwas im Busch ist. Ne? Die haben die alten Gegner wieder neu aufbereitet, die Schwertgegner aus der griechischen Saga. Die haben den Zyklopen neu aufgearbeitet. Die haben den Helios seinen Kopf neu aufgearbeitet. Die haben dieses komische Griechenland-Ding da, die ganzen Details, das haben die alles neu aufgemacht. Und das machen die nicht nur für ein DLC, das sage ich dir, wie es ist. Da ist mit Sicherheit mehr im Busch. Da ist mehr im Busch. Das machen die nicht einfach für ein DLC. Da bin ich mir fast sicher. Also ist der griechische Kriegsgott rechts und der nordische Kriegsgott links und der Kratos wird beides so mit die Mitte. Das ist jetzt ein wenig sehr stumpf ausgesagt, aber ja, in etwa so kannst du es wahrscheinlich. Ne? In etwa so kannst du es beschreiben. In etwa. Plus, minus. Ich meine, du kennst ja die alten God of War Teile, da war der Kratos definitiv nicht friedlich. Also alles, aber nicht friedlich. Definitiv nicht. Du kennst das Ende schon. Ja, na, bitte keine Spoiler, kein Backseat Gaming aus. Ich frage nur noch, ich wollte nur wissen, wie lange das dauert und alles andere werden wir uns ganz genüsslich und in voller Pracht im Stream anschauen. Okay? Ich glaube, das ist ein Deal. Und ich glaube, es wird mir keiner besser, wenn dann wieder mal 2 laufende Projekte pausiert werden fürs DLC. Ich glaube, da ist mir keiner besser. Ne? Weil bei God of War ist ein Spiel, da kannst du mal Projekte pausieren. Ja? Also ich spreche jetzt von Assassin's Creed und von der Hardcore-Nase. Ja? Das ist halt einfach mit der Blutgrätschen dahergekommen, God of War. Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Ich habe auch nur 2 normale Wadeln, die wo... Ne? Aber God of War, die Blutgrätschen, wenn kommt der, kann ich nicht ausweichen. Da komme ich nicht drum rum. Wo wir aber auf alle Fälle auch nicht drum rumkommen, ist um das Gaming-Wissen, was wir jetzt noch schnell ganz kurz machen für den Andi. Es geht um das Spiel Ghost Recon Advanced Warfighter. Kenn ich nicht. Gibt's da irgendjemanden? Ich kenne das Spiel nicht. Also der nächste ist übrigens, geht's um Assassin's Creed. Aber okay. Habe ich nichts dagegen. Ich glaube, Wifi, da bist du nicht die Einzige. Ich glaube, da hat keiner was dagegen, wenn man God of War nur ein wenig durchziehen kann. So, das wohl schwerste Achievement findet sich in Ghost Recon Advanced Warfighter. Um dort World Champion zu werden, um 40 Gamerscore zu ergattern, muss man auf der ewigen Online-Weltrangliste Platz 1 einnehmen. Herzlichen Glückwunsch, das wenn du schaffst. Ich weiß jetzt nicht, wie komplex und wie schwierig das Spiel ist, aber Nummer 1 der Welt auf der Online-Weltrangliste zu werden, Brudi, das ist nicht einfach. Egal in was für einem Spiel. Ne? Also Name, das wohl schwerste Achievement findet sich in Ghost Recon Advanced Warfighter. Um dort World Champion zu werden, um 40 Gamerscore zu ergattern, muss man auf der ewigen Online-Weltrangliste Platz 1 einnehmen. Kannst du einen anderen schaffen, ich mach's nicht. Jetzt bin ich um nichts gescheiter. Ja, ich auch nicht, weil ich Spiel nicht kenne. Jetzt darf ich meine, ja, jetzt darfst du. Sowieso klar. Wenn der Kratos zur Blutgrätschen ansetzt, soll jetzt jeder rennen. Da soll jetzt am besten, ja, du darfst deine Füße da soll jetzt deine Füße in die Hand nehmen, weil wenn die Blutgrätschen vom Kratos erwischt, dann hast du keine Füße mehr. Jetzt kommen sie alle daher. Ja, jetzt darf sie es triggern. Jetzt ist ja ein Spiel vorbei, quasi. Also wie gesagt, der Kratos, wenn du Blutgrätschen ansetzt und du kannst nicht ausweichen, dann hast du ein Problem. War die ganze Zeit... Ja, ich weiß schon. Bis seit Anfang an da. Habe ich schon vernommen. So ist ja nicht. Na, aber wie gesagt, ich glaube, der diesjährige God of War Weihnachtsstream hat wieder alle Kriterien erfüllt. Ne? Es ist schön brutal gewesen, es ist atmosphärisch gut gewesen. Ich weiß nicht. God of War und an Weihnachten bei mir im Stream, das glaube ich, wird zur Tradition. Ich sag's eigentlich, wie es ist. Und wenn die nächstes Jahr wieder, wenn es nächstes Jahr kein neues God of War nicht gab oder nichts in die Richtung irgendwie angekündigt wird,
Weiß ich nicht, dann spielen wir nächstes Jahr auch wieder irgendein God of War. Keine Ahnung. Und wenn es nur für One Stream only ist, dann ist es auch wurscht. Aber da ziehen wir schon irgendetwas raus dann. Aber bis nächstes Jahr Weihnachten ist ja noch ein Jahr. Aber nein, war cool. Bin ich auf alle Fälle überzeugt davon. Also Hut ab. Hut ab an die Entwickler. Gut. So gleich mal schnell luren. Ich glaube, dass die Simone macht halt ein bisschen länger, wenn man nicht alles täuscht, right? Die ist eh nur live. Und da werden wir uns halt mit dem Raid natürlich entsprechend revanchieren. Ist aber hoffentlich auch klar. 24. Dezember God of War Release von einem AAA-Game. Ja, das war natürlich. Ne? Also, ich glaube jetzt, also, dass 2024 schon ein nice God of War kommt, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass man da mit der einen oder anderen Ankündigung rechnen kann. Vielleicht einen kleinen kurzen Teaser, der wo irgendwas ne, veröffentlicht, ja, dass irgendwie so ein Omega-Zeichen wieder ist. Ne? Das wo dann vielleicht ein Remake anteasert oder halt generell irgendein, keine Ahnung, ein Chaos klingt, wo in einer Pyramide zum Beispiel, was vielleicht das nächste Setting in Ägypten anteasert. Irgendwie sowas wird da bestimmt kommen. Wollte bis 14 Uhr machen, was ihr am Anfang gesagt habt. Perfekt, dann haben wir ja noch eine Stunde Zeit. Sehr gut. Trauen wir auch Atreus DLC zu? Das glaube ich persönlich eher nicht, weil wenn das gekommen wäre oder wenn es sowas geplant hätte, dann hätten sie es jetzt gebraucht. Also ich glaube nicht, dass... Also wenn ein nice God of War kommt, hat es nichts mehr mit der nordischen Mythologie zu tun. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Also wenn ein nice God of War kommt, dann spielt das ganz woanders. Da bin ich mir... außer nach dem DLC gibt es einen Cliffhanger, der wo dann sagt, okay, in der nordischen geht es noch weiter. Aber ich glaube fast nicht. Weil die nordische Mythologie, die ist ja jetzt im Endeffekt erledigt. Ne? Es herrscht Frieden, die ganzen Götter haben am Arsch sozusagen. Und der Kratos soll quasi am Ende Kriegsgott werden, damit eben der Frieden wirklich gewahrt wird. Also du hast im Endeffekt, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich das Material dafür, um die nordische Mythologie dann weiterzuführen. Ich glaube eher, dass dann, wenn ein nice God of War kommt, dann geht es nach Ägypten. Da bin ich mir eigentlich, was das angeht, eigentlich recht sicher. Kann sein, dass wir vielleicht auch im DLC noch mal erfahren, was mit Atreus ist. Das kann durchaus sein, dass da ein Wink mit einem Zaunpfahl gibt. Aber das wäre, wie gesagt, das werden wir rausfinden. Ne? Wir werden God of War nächste Woche irgendwann weiterspielen. Aber wann, wahrscheinlich am Mittwoch, ich bin mir aber noch nicht sicher. So, ich bin mir dahin, eigentlich noch schöne Weihnachten, angenehmes Fresskummer und hoffentlich nicht nur so unterm Baum. Mr. Weibe, auch vielen lieben Dank, das wünsche ich dir natürlich auch. Ich hoffe, du hast ein angenehmes und schönes Weihnachtsfest und ja, ebenso ein glorreiches Fresskummer. Bei uns gibt es heute oft noch Raclette und ich werde wieder essen für 5 Leute. Ne? Weil ich muss ja noch groß und stark werden, hat man sagen lassen. Da sollte man nicht lumpen. Ne? Gut. Freunde, wir gehen jetzt zu Yassi, die hat uns gestern ziemlich dick geradet. Wir raten halt dementsprechend zurück. Ne? Die Yassi, glaube ich, brauche ich nicht erklären, wer das ist. Die kennt ja jeder. Und wer es nicht kennt, der tut es unbedingt mit einem Following supporten, weil das kostet nämlich nichts und die macht unfassbar guten Content. Die macht Horror-Games, die macht Anime-Games, die spielt Story-Spiele wie The Witcher, wie jetzt gerade in dem Fall. Macht ab und zu Cosplay und Schminkstreams, also da geht durch die Bank, ist da alles geboten, was ihr euch vorstellen könnt, und sie kommt aus Österreich. Ja? Also das supporten wir als bayerische Community natürlich auch entsprechend. Also wer, wie gesagt, Yassi noch nicht kennt, bitte unbedingt bei ihr Liebe da lassen. Ja? Die hat es wirklich absolut verdient. Ja? Und die lässt mir auch regelmäßig Liebe da. Ja? Also die hat mich gestern, wie gesagt, mit knapp 60 Zuschauern geradet. Da wo der eine oder andere hängen geblieben ist. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Generell vielen Dank halt für den ganzen Support, für die ganzen Resubs, die wo einer gekommen haben. Danke nochmal für den 10er von dir, Mr. Saiching. Die werden dementsprechend gut investiert werden. Ja, da werden Flauschknädel ein bisschen was haben dafür. Der nächste, sage ich mal, mehr oder weniger speziellere Stream, in Anführungszeichen, ist dann an Silvester. Da machen wir dann ein Giveaway. Da sage ich aber dann rechtzeitig noch was im Discord dazu. Ne? In Karotten und der Frau. Ja. Genau, wie gesagt, Silvester machen wir dann noch ein Giveaway. Aber wie gesagt, da sage ich dann in Discord noch ein wenig mehr dazu, wenn es soweit ist. Ausrufezeichen Discord, wer da noch nicht drauf ist, da kriegst du dann auf alle Fälle mit, wann ich live gehe. Oder erwägst noch, dass du bei mir auch noch kostenlos auf den Following-Button drückst. Ja, wenn noch irgendwer da ist, der wo das noch nicht da hat.
Das kostet nichts, aber da hat man gesagt, ganz schwer helfen. Der eine oder andere hat sich ja gestern noch dazu gesellt. Das darf dann gerne noch mehr werden. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und sage ich nochmal danke für den ganzen Support heute. Für die ganzen Resubs und so weiter und so fort. Hat mich narrisch gefreut. Ich wünsche euch alle ein unfassbar zauberhaftes Weihnachtsfest. Ne? Macht es euch gemütlich. Verbringt Zeit mit euren Liebsten, ja? Mit Freunden, mit Familie, mit Partner, je nachdem. Lasst euch reich beschenken. Esst fleißig und bleibt vor allem gesund. Ne? Das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit. Und wir hören und sehen uns erst nach dem Feiertag wieder. Es wird morgen und übermorgen von meiner Seite aus keinen Content geben. Da übernehmen den Part andere Leute. Xabi Morne streamt über den Feiertag. Yassi, glaube ich, streamt auch über die Feiertage. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist auf alle Fälle Content für euch innerhalb der Bubble geboten. Von mir her erst frühestens vom Mittwoch wieder FC. Ich werde allerdings übermorgen oder morgen eine Ankündigung in Discord schreiben. Okay? Dann kriegen wir das auf alle Fälle auch irgendwie gebacken. In diesem Sinne, Leute, macht euch einen schönen Feiertag, ein schönes Weihnachtsfest. Merci nochmal fürs Zuschauen und fürs Dasein. Und jetzt haben wir uns zur Yassi weiter, okay? In diesem Sinne, haut euch ein frohes Weihnachtsfest und bis spätestens oder frühestens Mittwoch. Hört euch.